So kannst du jetzt mal auf Streamen drücken, ne? 20 Uhr, so, Kastel weg. Flaschel weg. Schund weg. Hauptsache Zipfel weg. Peter L. Birger, fang was Schönes, ich darf nichts schreien. So, Kastel weg. Ah, wieso her mit selber? Kruzifix nochmal. Habe! Übrigens, 1 Birger zu 1 Micker und 1 Dynamitfischen. Streamenfischen, ey! Drankzap! Boss ist schwarz und hat 8 Arme. Ist egal. OBA, das kann bestimmt richtig schnell Baumwolle pflücken. One ticket to hell, please. Nein, es gibt nicht was! Ich muss jetzt eine Frage stellen. Wann zur Hölle geht dir mal das Geld aus? In Obendnusche Ausklinger. Was ist pervers? Wann's de Peitschen in Wand nur göst und de Frau dagegen schmeißt. Also, den mit Baumwolle habe ich schon kennt. Das ist auch einer meiner Liebsten. Sag ich dir, was es ist. Den bringe ich immer als erstes, wenn es um schwarze Witze geht. Sag ich dir, was es ist. Sag ich dir, was es ist. Was ist Gerät und Matt mein Rasen? Kann mein Nasenbohrer um, wie es mir passt. So. Austrian, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wer war denn das wieder? Der Hermann! Wieso wird denn der nicht angezeigt? Ich weiß. Da war ich gehört, Charlie, im ersten wieder Mitgliedschaft. Da steht neues Mitglied, links neben deinem Namen steht aber, du bist schon sehr lange Mitglied, ich verstehe die Frage nicht. Keine Ahnung, da ist schon wieder alles kaputt, wir haben nicht mehr angefangen, ist mir wurscht. Ab in den Chat, ab in die Ehre an den Hermann, Charlie. Timmy Boy im ersten wieder €1. Austrian nochmal im ersten dir. Ich weiß nicht, wann die jemals das Geld ausgeht, aber eines Tages muss es soweit sein, weil es noch anderes gibt, Alter. Das gibt's nicht. In Österreich geht einfach das Geld nicht aus. Keine Ahnung. Inflation draufgeschissen, da gibt den fetten Trottel im Internet neben. Halt dein Maul neben, fang einen Fisch, du Mongo. Und jetzt sag was Lustiges. Ja, Okulanzen. So, grüß Gott an den Florian, an den Nugas, an den Queen, an den Jacke, an den Sandmann, an den Baumgartner, Sepp, an den Mike, an den Weißel, an den Toto, an die Freie, an die Queen, an den Drankray, an den Riese, an das Erdnussbrot, an den Luca, an die Weifen und an den Rest der sauberen Mods. Das ist, Florian schreibt, Zander oder Hecht? Du, ich hab irgendwie das Gefühl, dass man das Spiel erst mal 80 Stunden reingrinden muss, bis man überhaupt einen Fisch größer fangen wie meinen. Was? Wer? Was hat er? Prinze! Merci wieder entwickelt. Bussi, auf das Nussi. Grüße aus der Nachtschicht. Herr Riese, jetzt hört er mir auf zum Nachtschichteln. Das ist nichts. Was ist denn mit den Mitgliedschaften heute schon wieder? Heute gebe ich das, glaube ich, ist der Mehrweg auf. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Fangen wir an, Forellen mit Bitte. Fangen wir an, Forellen mit Bitte, danke. Also fangen wir eine Forelle mit. Bitte, danke. Jetzt. Brudi, Satzzeichen. Mehrweg auf von mir ist dir. Der David wieder gesagt. Weiß ich nicht warum, aber da hat sich jetzt der Streamlab-Sepp denkt, der David, der hält sich gut an. Der hast du natürlich auch, weil der, weiß ich nicht, bei dem ist sehr wurscht. Ja, nein, mir ist wieder ein Resub. Der Pankratz ist am Start, da lese ich schon wieder. Pankratz! Austrian, mir ist wieder ein Resub. Ist ja gut. Reichenbaum, Grütze, fix nochmal. So, schöner. Da war ich gehört. Fix Läden, sag ich, boah, jetzt ist der Einbauen. Hab drüber Bürger, hab ich Stream an mich an mich. Schreib mal mit G. Doppel-G. Und Prost. Prost. Oh, der JG. Mr. JG. Welcome to the squad. Bussi auf das Nussi. Danke für die Mitgliedschaft. Der Knutschi aus der Schweiz. Grüße aus der Schweiz. Haha, das hab ich schon gesehen, weil dort nämlich Schweizer Franken steht. Haben 2 Schweizer Franken laut Inflation nicht mindestens 200 € oder so? Keine Ahnung. Dann Martin wird auch nicht angezeigt. Ich weiß nicht, was das soll. Mortel, kriegst du die Privattröte, pass auf. Ja, das hätte das eine Lied sein sollen, aber ich kann's nicht einfach nicht. Mortel, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad, Timmy Boy. Merci nochmal. Grüße von dir daheim. Der Ewald vom Spreewald, der hat auch 2 Geld im Geldpfeil. Ich weiß nicht, was da los ist. Die Ehre Birger Hein wird eingefischelt. Ja. Wie in meiner Unterhosen, Alter. Der Birger Heinz wird eingefischelt. Merci dir. Ich nehme mir ein Nüsschen raus. Es geht einfach nicht. Ich fahr davor, okay, tschö. Lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss, Die scheiß behinderte Kokosnuss, Alter. Der Kaltron! Was ist denn heute wieder? Gibt's halt wieder Mitgliedschaften umsonst, oder? Was ist denn mit euch? Aus der Nüsschenbox, nom nom. Lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss, nom 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 nom.
Da war ich gehört, Volk! Ich kann den Namen nicht aussprechen. Kaldron. Der Don. Fertig. Welcome to the squad. Merci für mich dieser gut. Spielt Max. Merci für den Resub. Volk. Merci für den Resub. Chill, die Kniescheiben. Die Kniescheiben chillen. Ich glaube, ich muss da mal 25 verschiedene Versionen aufnehmen, damit wir nicht den ganzen Tag denselben Scheiß lernen müssen. Opti. Ebenfalls nice Mitglied. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Wahrscheinlich gibt es wieder Mitgliedschaften for free. Keine Ahnung. Da war ich gehört. Alle kennen da hin. Hab ich gehört. Keine Ahnung. Über den Vollbier-Squad, das ist eigentlich schon fragwürdig, warum noch nie ein Video über Vollbier gekommen ist, aber ich bin der Vorstand vom Vollbier-Squad, verstehe ich nicht. Das ist einfach selbsterklärend. Glaub ich. Tell me why ain't nothing Was? but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. I want it that way. Pitt! Deine Donations machen mir seit 3 Wochen den Tag. Ich sag das, was es ist. Jetzt hab ich einen scheiß Weißwurf von den Scheiß. Waren das? Ja, das waren nicht Backstreet Boys, oder? Wer waren das? Ein Sync war's auch nicht. Take That? Was Take That? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Timmy Boy, mir jetzt wieder in eurer Pit, mir jetzt wieder 5 reine Sauerstoff, wir brauchen einen sauberen Waller. Einen sauberen Waller, der so bedient in meine Hosen. Ja, nein, ist ja gut. Leute, was ist denn halt? Gibt's halt wieder irgendwas umsonst, oder? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, nein, mir erst dir! Charlie, mir erst dir! Endlich als Mitglied wieder zurück, nach kleiner Pause, back zum Zerpimmeln. Halt wie ein Kapfern zerpimmelt. Was ist denn? Gesichtsgerätschen. Mir erst dir! Welcome to wieder nice me. Was ist da? Was ist halt? Weiß ich nicht, wir haben jetzt schon mehrere neue Mitglieder über die letzten 6 Monate. Keine Ahnung, was ist da los? Pointify ebenfalls nice me. Was ist da los? Naja, nach der Sommerpause sind sie wieder alle weg. Unloyalen Kackfrisuren. Was ist denn jetzt so, Alter? Gesichtsgerätschen, Pointify, Grimpfel, ab in den Chat, habe die Ehre an alle. Welcome to the Squad. Weiß ich, was ich sagen soll, Alter. Merci für eine Mitgliedschaft. Was ist da halt los? Niki nicht, Alter, war kurz so. Da hat sie jetzt halt der Nickel nicht, nein, das große I in deinem, oder ist es ein kleines L, das weiß ich nicht, aber es bloß ich blenden lieber aus. Nickel nicht, was machen wir, wenn nur ein Stiefel machen ist? Den fresst man, den grillen wir, fresst man, dann steckt man durch eine Mitstange ein. Merci für den Zwickel. Oh Gott, was ist denn heute schon wieder los, Alter? Was ist da los? Das sind bestimmt die Twitch-Zuschauer, die endlich da sind. Ja, das kann sein! Hat's so was Gutes, dass wir nicht mehr auf Twitch sind? Herrgott, Seele! Na, Alter, jetzt leih ohne Scheiß. Jetzt chillt die scheiß Kniescheibe eine Woche vor der Sommerpause und schmeißt sie mit 50er und was weiß ich was Neues daherkommt und man noch bitchen. Ich keine Ahnung, ich hab einfach drüber gelabert. Hab ich da wir halt Wallerangeln gehen oder wie schaut's aus? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dass wir für Ranger schon 28 Stunden in die Speyer grinden muss. Ich hab keine Ahnung. Ich sag, ich hab Russian Fishing, wir spielen halt Russian Fishing 4. Heppenbauer von ganzem Herzen, Dankeschön. Es ist zu viel, an den Rest natürlich auch, das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach lächerlich. Das ist einfach, weiß ich nicht, die sitzen einfach nur da. Heute schwitze ich noch nicht einmal, so nicht mehr anstrengend. Was soll das? Was soll das? Weiß ich nicht. Alles amtig gut bei dir. Was? Blärzfisch. Sehen wir mal fangen. Wallerangeln, Wonglerangeln. Wallerangeln, Angler, Wongeln? Was? Ich bin verwirrt. Ja, schon wieder jemand. Das meine ich jetzt kurz ernst. Das ist extremst ungewöhnlich, Kinder. Es ist extremst ungewöhnlich, dass so viele neue Leute schwappt. Was ist denn passiert? Haben Mitgliedschaften vergünstigt oder was ist denn? Was kostet eine Kann mir einer von den neuen Mitgliedern sagen, was kostet eine Mitgliedschaft? Kann mir das jemand sagen? Los. Wenn jetzt da irgendein Betrag kommt, der nicht stimmt, dann stimmt was nicht. Und es stimmt was nicht. Erik, du kriegst die Privattröte. Länger kann ich nicht. Bin halt fett und außer Atem. 4,99. Okay, dann stimmt's schon. Weiß ich nicht, was da nicht los ist. Erik, merci dir, welcome to the squad und an den Rest natürlich auch. Von hinten merci für den Zwickel. Schei, da liegt der Fisch im Wasser. Dankeschön. Leute, ist gut. Ist gut jetzt. Nochmal, merci dir. Erik, Timmy Boy, wie? Weißt du nicht, was heute ist? Heute ist der 26.07. um 20.08 Uhr. Jetzt weiß ich schon. Also deswegen. Stimmt, es ist wieder Ende vom Monat. Da hat's bei den Leuten offensichtlich wieder die Lohntüten reingeschwappt. Weiß ich nicht. Muss ich fast im August in der letzten Woche schnell kommen und sagen so, servus, du, Mitgliedschaften werden heute im Angebot. Kosten 4,99 €, genauso wie beim letzten Monat, aber egal! Was, 5,99 € beim... Boah, leck, das mag ich jetzt wissen.
fang i das halt auch. Storminator, merci dir. Von hinten, merci für den Zwickel. Knutschi, Nummer merci für, jetzt sind es 5.000 Euro. Merci dir. SNKK, Nummer, na ja, Fräulein. Haben wir so, da, hier. Schäkel, Bitches. Die müssen alle aus Österreich kommen, gibt's nicht anders. SMKK2! Welcome to the squad. Merci dir, Chris. Dann mit die dritte. So, das muss jetzt gehen. Jetzt fällt mir gleich die Futzen ab. So, jetzt bei sowas. Storminator, nochmal in Ruhe lesen. Danke dir. Servus, Birger. Verfolge ich seit Ewigkeiten im Nachschau-Squad, nachdem jeder in deine Streams und Geld. Nein, das heißt nicht, dass du das auch musst! Fange die Soldaten. Ja, okay! Heute mein Maul. Keine Ahnung. Der Urlaub wird heute noch finanziert. Das gefällt mir auch! Hey, was da los ist? Storminator, merci dir, Rest, merci dir. So, Schluss, wir spielen heute Russian Fishing 4. Ich habe mich dazu entschieden, weil Fischen, Alter. So, fangen wir an. So, fangen wir einfach an. Ich starte das verdammte Spiel, es dauert sowieso wieder 3 Stunden, bis gelohnt wird und dann passt es. So, nochmal. Hinweis für Handynutzer. Es zahlt 1 Euro mehr, weil er Euro an Google und Apple geht. Macht es bitte am PC. Oh. Das ist ein richtig gutes, das habe ich nicht gewusst, so, da bin ich zu wenig Handynutzer. Nochmal, was ist denn heiß? Ich blase dann rückwärts ein, so lange bis es geht. Warte mal. Mr. Crank, Mr. May. Küsschen auf das Nüsschen. Welcome to the squad. Hoppala, jetzt mal Kuppel ausdroschen. Asozialer fetter Trottel mit den... Dankeschön. Schluss jetzt, okay? Okay? Was ist da los? Jetzt hat's doppelt so viele Mitglieder an einem Tag einer geschaut wie in den letzten 6 Monaten. Ich weiß nicht, was das soll. Aber, Dankeschön. Küsschen auf in das Nüsschen hinein. Und auf die Bandscheibe ganz links. Das ist okay. So, jetzt mal so. Irgendwas wollte ich sagen. Irgendjemand hat gerade geschrieben, am Handy zahlt er für die Mitgliedschaft 5,99 Euro. Also mal abgesehen davon, es gibt bei mir nur eine Mitgliedschaft, es darf mittlerweile verschiedene Stufen gehen, die kostet 4,99 €. Das ist normal, fertig aus Armen in meiner Welt und aus so ist es schon immer und halt, stopp, hier wird nichts dran gerüttelt. Und abgesehen davon ist Obst im Haus. So, irgendjemand hat geschrieben, am Handy zahlt er... Was ist denn mit der Muse? Ich soll... Mach ich raus! Okay, ich muss es später mit zumachen. Schluss, verlassen. Schluss. So, jetzt. Herr Mettner! Schluss jetzt! Noch ein Mettner wird die Muse ausgemacht. Das ist kein Vogel. Handybrowser 4,99, Handy-YouTube-App 5,99. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass die auf die Idee kommen könnten, dass das da einfach mehr kosten soll, letzte Jahr. Okay, das muss ich jetzt schnell sagen. Herr Mettner, merci für den Resub. Alle, die da jetzt also eine Mitgliedschaft machen. Am PC kostet es 4,99 € oder einfach im Internetbrowser, nicht in der YouTube-App, übers Handy. 5,99 €. Das habe ich nicht gewusst. Tell me why! Herr Lindner, merci dir. Handy-YouTube-App sagt, der Check kostet 4,99 €. Jetzt warte mal, ich weiß nicht, ob ich bei mir selber, da muss ich jetzt schnell schauen. Ich bin zu wenig Handynutzer, dass ich das in warte mal, habe ich die heutige Story eigentlich gepostet? Ja, okay. Ja, ist mir wurscht, wenn er weiß, jetzt weiß ich nicht, 12 Minuten spät. Gehen wir her, ich suche mich so selten selber her, meinen Kanal. Gehen wir da rein, so, ich sag mir selber, ich bin aber gestorben, schon auf Kruzifix am Leben, da mich selber auch rein. So, nicht teilen, du Trottel! Mein Gott, mal einen Ton aus, bist du behindert. So, wo kann ich Mitglied werden? Mein eigener Kanal. Wo? Wo ist der Mitglied-Button überhaupt? Da ist der Live-Chat. Komm im Live-Chat. Live-Chat. Da blinkt sogar der Gate-Ding. Super gemacht, YouTube. Mitgliedschaft, okay. 4,99 €. Steht bei mir. Ich habe aber kein iPhone. Bei mir auf dem iPhone 5,99 €. Das ist interessant. Also am iPhone kostet es 1 Euro mehr. Also Apple, wieder mal. Also, ich habe da nichts von. Wenn es hier 5,99 € zahlt, kriege ich auch bloß 70% davon. Minus Steuer in die USA, minus Steuer, bla bla, den ganzen Mist. Das ist ja vollkommen wurscht. Da kostet 1 Euro mehr, aber ich kriege trotzdem genauso viel. Darum bitte ich jeden, der das macht, please stop it. Get some help. Und macht es im Internetbrowser drin. Ja, im Chrome oder in einer Welt im Safari. Dort kann mal jemand nachschauen, ob im Safari-Browser das Ding 1 Euro mehr kostet? Das darf mir jetzt schon interessieren. Was ist denn eigentlich los? Ich laber dir irgendeinen Scheiß und dir hört's nicht auf! Grimpftel-Bimpftel. Herr Lindner, merci. Boris Blut, merci. Grimpftel, merci. Herr Neymeier, merci. Schluss jetzt mit der Scheiße.
Am iPhone kostet es einfach 6 Euro. Na, was jetzt? Da kostet es durchgehend einen Euro mehr. Am Safari kostet es 4,99. Interessant. Gut zu wissen. Apple, die gottverdammten Halsabschneider. Ich flippe aus. Aber wieso? Ich meine, YouTube ist ja Google. Wieso soll jetzt über den Google Play Store da mehr kosten? Das ist ja totaler Blödsinn. Ja, war ein totaler Blödsinn. Aber dass die Apple da über eine Zahlungsdingsbums da wahrscheinlich was abzumachen, ist klar. Nein, die sind eh nicht Wichser. Apple sind eh nicht Hurenkinder. Das ist unfassbar. Leute, was ist denn eigentlich? Jack, welcome to the squad. Merci, welcome to the squad. Herr Carsten, merci, welcome to the squad. Was ist da los, Sam Crowbyfin? Du hörst jetzt, also, Resub. Selbst jetzt fragwürdig. Reines Arschloch, so, Schluss jetzt. Ich starte jetzt das verdammte Spiel, weil es hier nicht aufhört. Das ist nicht ganz sauber. Hier. Feits vom Bohrweg. Feits von der Bahnscheiben weg. Falls von der Knierscheibe weg! Falls du nicht hast. Haben Kapfern eigentlich Knierscheiben? Kann das jemand mal recherchieren gehen? Ich hab keine Zeit jetzt. Ich muss jetzt Dynamit in den Zeher schmeißen. So, Schluss jetzt, Leute. Danke. Reines Arschloch. Merci dir. Schluss. An den Rest. Welcome to the squad. So, das war schon mal... Jetzt bin ich gespannt. Ne? Ich hab's jetzt schon einmal ganz kurz gestartet, um zu sehen, ob es funktioniert. Ich bin immer sehr fasziniert. Schaut dir die Grafik an, oder? Ich bin immer so fasziniert davon, dass diese Simulatorspiele, wie zum Beispiel Call of the Wild oder es gibt nur einen anderen Fishing Simulator, das ist Fishing Planet. Den kenne ich allerdings, da habe ich ein bisschen einmal gespielt vor 1500 Dekaden irgendwann einmal. Und dann gibt's da den. Der erste Eindruck ist für mich, Alter, das Wasser schaut besser aus wie in jedem fucking AAA-Game, das ich seit langem gesehen habe. Besser wie in Cyberpunk, da brauchen wir mich nicht schmerzen. Und der Landi hat jetzt keine so eine geile Grafik, muss ich sagen. Die Fahrzeuge schauen geil aus, ja, aber die Umgebung und so weiter, es ist alles ein wenig, die Engine ist ein bisschen so... Was es ist. Free Frankie, merci für den Zwickelfloh, merci für den Resub, SMKK, merci dir. Servus, bin schon länger Zuschauer und jetzt habe ich mir was aus, ich kriege es so bei Österreich. Ja, woher denn sonst? Weiß ich nicht, ich glaube, bei den Österreichern wächst das Geld am Baum um. Da, wir angeln mal auf alle Fälle. Oh, Entschuldigung, angeln haben wir bei den Preisen futzen, oder was? Wir fischen auf alle Fälle nicht in Österreich, weil da kein Geld am Baum umhängt. Ich weiß nicht, was da los ist. Jackie Boy, mir jetzt wieder ein Fünfer. Super Spiel, ultra grindlastig und oder teuer. 225 Stunden. Das sagt mir, du hast keinen Cent in das Geld investiert und hast wahrscheinlich 1,5 vorangefangen. Sagst du, Leute, Schluss jetzt, Alter. Was ist mit euch? Löwenzeit, mehr in Richtung. Was ist in Belgien, Alter? Hashtag Nachwecker! So, und jetzt lasst es euch schmecken und holt euch erholen, was ihr der zieht, du jetzt ist da überspringen. So, grüß Gott beieinander. Überprüfe den Zustand deiner Angelausrüstung. Eine abgenutzte Ausrüstung kann in unerwarteten Momenten versagen. Ja, das ist Ladehemmung. Wenn Dynamitstangen im Hosensack hängen bleibt. Der R5 schreibt, Moins Birger, sag mal, das Vollbier-Squad-Themen, gibt es das irgendwo? Neuer Klingelton muss her. Ja, bei mir im Discord. Warum ruckelt? Bin ich bei euch flüssig? Kann mir das mal irgendjemand im Chat reinschreiben? Das wäre super awesome to know. Ja, wenn ich ausgetappt, dann bin ich flüssig. Warum bin ich nicht flüssig? Warum bin ich... Hallo? So, da sind wir noch. Oh, leck, Alter, das ist die schwammigste First-Person-Sicht, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Da müssen wir sofort was dagegen tun. Einstellungen, Video. Vollbildmodus. Fenstermodus. Gibt's wieder keinen rahmenlosen Fenstermodus oder was? Zurückgeben. Sichtfeld, bla, Blumen, aus, Schärfe, ja freilich, schon der Anti-Aliasing, ja, sicherlich. So einfach nix, oder? Die haben eine sehr gute Qualität, ich glaube, es muss klar. Oh, das gibt Chat. Das ist wichtig. Ankündigungen, ja, ganz wichtig. Was ist denn mit ihm, Alter? Fängt er auf einmal an eine Spule zum Drehen, aber was ist mit ihm? Das ist weg. Ist das der Soundtest-Russian-Ding? Weiß ich nicht. Was ist mit deinem Scroller, Alter? Scroll einmal nach unten, ist weg. Bin ich bei den Chinesen im Bootcamp drin. Im Gulag. Okay. Wird schon passen. So. Ruckelt das bei euch oder wie schaut denn das aus? Kann man das einmal bitte jemand im Chat bestätigen, kurz bitte? Das war voll super. Ist das was? Ich sehe nämlich auch keinen Chat mehr. Gottes Willen, was ist denn jetzt passiert? Jetzt hat sich der YouTube-Chat einfach komplett aufgehört. Zirp, Russian Scroll.
Das ist so eine Russenproduktion. Es ist ruckelfrei? Okay. Ja gut, da sind wir nun. Wir haben da offensichtlich straight... Ich kotze gleich, wenn ich da nicht flüssig mit einem anderen Monitor. Aber wenn es bei euch flüssig ist, dann passt das schon. So, bewege deinen Charakter mit diesen Tasten. W, A, S, D, das kriege ich gerade noch hin. W, A. Also ich muss da hingehen. Kann ich sprinten? Ja, freilich kann ich sprinten. So, nicht ins Wasser springen. Was ist denn das für Steuerung, Brudi? Was ist das für ein Schnirl, Alter? Kannst gleich einen Blär mit Rot hernehmen, du Trottel. So, nur mit reingehen. Ich muss die Steuerung. Ja, Maus-Sensitivity, wo? Scroll-Sensitivity, war Trägheit. Aus! Invertieren? Nein. Empfindlichkeit, kannst du mir sauber dran. Bist du total narrisch, Alter. Was ist denn das für ein Scheiß wieder? Ja, das ist... Beeile dich und schlage den Fisch. Der Fisch hat den Köder abgelassen. Ja, ich wollte mal schauen, was passiert, Alter. So, jetzt pass auf. Was muss ich jetzt tun? Der Fisch hat vom Kohl. Ja, ich hab's jetzt so wieder reingelegt. Ein Fisch beißt an, warte, bis der Schwimmer abtaucht oder zur Seite gezogen wird. Ja, ich muss da... Das ist ein Stiftguide. Das ist ein Stiftguide, das haben wir der Bab gelernt. Ich war mit dem Bab früher, vor ungefähr 460 Jahren, war ich mit dem Bab mal beim Fischen. Und... der schwimmt. Da, der schwimmt davor. Hol an! Ich weiß nicht! Okay, halte die Spannung. Ich halte... Da, Fisch! Fischi! Was ist denn das wieder, Alter? Okay, das war nicht so schwer. Ich hab die linke Maustasten gedrückt. Eine Karausche. So, haben wir Fischer da? Haben wir Fischer da? Okay? Birger so, Grafikkarte für 2009, russischer Angelsimulator ruckelt. Jetzt ist eine komplett neue Steuerung für Gamer. Wie heißt die, habe ich noch nie gehört? Außer in so einem komischen Lied. Ja, stimmt. Das ist ein unfassbar beschissenes Scheißlied. So. Wieso kann ich die nur freilassen? Da gehört jetzt eine Dynamitstange mit einem Zeitzünder von 2 Minuten. Und dann kannst du wieder ins Wasser lassen, dann wissen wir, wo sie schwimmt. Dann macht's bumm. Und dann müssen wir wieder freilassen. Okay, Pose senken. Okay, also, ich mag kein Stiftguide, ich mag so ein Kurbelding haben. Was ist das für ein Kack da? Da weiß ich aber nie, wo... Kann man das nicht einstellen oder so? Keine Ahnung. So, werfe in den markierten Bereich. Halte die Taste gedrückt, um die Wurfweite zu steuern. 100% möchte ich haben. Ist das die sogenannte... Beobachte den Schwimmer. Warte auf einen Biss. Bitte sagt's mir nicht, das dauert so lange wie in echt. Ja, ich... Oh. Der Fisch hat vom Kühner, warte auf einen neuen Biss. Ja gut, jetzt wirf ich aussehen. Alter, was ist denn das für Schnellphysik, Alter? Das war eigentlich geil, wenn der Fischstroh hängt und man kann... Die Beidel den wollte eine, du... Machen wir so? Aha. Ich mag keinen Stift. Gibt's mir eine normale Gatte, Alter. Wir können jetzt da auswerfen. Bringe die Route in den Ausgangszustand zurück. Halte die Taste gedrückt. Ja. Okay. Da hängt der Wurm drauf. You spin my head right around. Hängt da drauf. Willi der Wurm. Loa, da bin ich jetzt herkotzt. So. Okay, so, noch mehr Auswerfer bei mindestens 98%. Ja, es waren 97, das ist okay. Timmy Boy, merci wieder in eurer Hofmann, Camouflage, merci, Löwen selbst, Schluss jetzt mit Donaten. Beobachte den Schwimmer, warte auf einen Biss. Und dann muss ich drucken. Was wäre denn sonst? Ich werde keinen Handstand machen müssen. Auf der Tastatur. Ein Fisch beißt an, warte bis der Schwimmer abtaucht oder zur Seite gezogen wird. Okay. Ja, jetzt ist er abgetaucht. Halte die Spannung. Fischi! Ja! Rotauge. Das ist easy, Alter. Easy Game. Best Game ever. Oh, schau, der bewegt sogar seinen Mund. Mau. Wieso müssen die eigentlich alle wieder auslassen? Kann man das etwa sagen? Tausche den Köder gegen eine Made aus. Halte die Köderauswahl-Taste gedrückt. B. Oh, okay. So, das ist der Wurm. Nature Made. Typ Larven. Gewicht 0,25 Gramm. Anzahl 30 Stück. Ja, wieso werfen wir die Fische wieder ein? Jetzt haben wir schon geschrieben, wir haben nur 27 Würmer. Na gut, machen wir das. Dann führe
einen weiteren Wurf aus. Halte die Taste gedrückt, aber mal schauen. Best Physics ever. So, nochmal. Ja, das war wieder nicht perfekt, aber es klang. Du fürs Tutorial klang's. Ui! Beobachte den Schwimmer, warte auf einen Biss. Ja, ich muss nicht warten, bis ich... Da ist so viel Schnur. Ja, jetzt ist die Schäsche. Jetzt singen wir was. Das ist gut. Damit wir die Pose sehen können. Vor lauter Schnürl sehe ich nichts. Ja. Ein Fisch beißt an, warte, bis der Schwimmer abtaucht. Ja. Ah! Hat's sie schon! So, jetzt warte mal. Machen wir so. Spannung halten! Wo ist er? Da ist er! Kann ich die... Nein, mehr wissen, ob ich... Ich mehr gerne sehen, ob der... Freilassen, Rotauge, 417 Gramm, 27 Zentimeter. Ja, freilassen, ich kann nichts anderes machen. Wähle eine Spinnroute. Kriege jetzt endlich so ein geiles Ding. Halte die Schnellauswahltaste für Routen gedrückt. Gott, wir müssen uns den Scheiß da alles merken, oder was? Was haben wir da überhaupt? Ein Telestick. Telestick TL16. Du kriegst, wenn du im Fernseher steckst, kriegst du Astro TV her. Dann Express Fishing, Premium Stick S60A. Kann mir irgendein Fischer bestätigen, ob. Gibt's das echt oder wie ist das? Hast du einen echten Angelschein? Freilich, 2. So, gibst du mir das Ding her? Wow, leck, was ist das? Mit dem kann man voll weit werfen. Oh, das ist ein Blinker. Ja, ein Blinker. Werfe in den markierten Bereich, halte die Taste gedrückt, um die Wurfweite zu variieren. Ja, jetzt, Moment mal. So. Hui. Normalerweise musst du unter die Stauen rein. Ja, da sitzt nämlich der gemeine Hecht. Und dem gefällt das richtig gut, wenn er dann da so sitzt. Ja, da sitzt er den ganzen Tag und lauert. Und dann blinkt da so ein Ding vorbei, so, und er so. Ja, dann verspürt er das dringende Bedürfnis, da reinzubeißen. So, ich schmeiß jetzt bis dahinter, das sagt er ich. Markieren wir die Wurfweite zu variieren und Gas! Das ist aber nicht weit gewesen. Hole weiter ein, um einen Anbiss zu provozieren. Okay. Wahrscheinlich mit dem... Okay. Da ist er schon da dran! Den haben wir schon! Sechster Gefallen ist da schon einer dran! Das ist ein Raubfisch. Das ist alles, was ich weiß. Oder ein Blinker geht nur auf Raubfisch, weil der möchte der andere nicht gar nicht... Warte mal. Dann wissen wir alle, was wir testen wollen. Was ist mit ihm? Na? Oh Mann, man kann ihn nicht umeinander jieten. Nämlich Namen. Flussbarsch. Barsche sind Barsche Raubfische. Weiß das jemand? Ich weiß bloß, dass die Barschseppen, das hat mir der Papa gelernt, das ist aber auch schon, wie gesagt, 420 Dekaden her, dass die haben gerne in die Flossen so Spitzen drin, dass wenn sie gefressen werden oder wenn sie packt werden oder so, dann fahren sie die, also dann stehen sie sich gestarrt und die können ganz schön in der Bratzen stehen. Das habe ich als Kind einmal erfahren. Ja? Also die ganz kleinen Motherfucker, die sind noch schlimmer. Noch schlimmer. Aber die Animation von den Wellen ist schon gut, oder? Ja, das müssen wir mal. Was, die besten Jahre nur im Krieg? Was ist denn im Krieg? Also Barsche haben Raubfisch nur im Krieg. Okay. Gefährlich schaut er schon aus. Ja, so gefährlich schaut er jetzt nicht aus. Boah, leck, man kann da dran! Dann kommen wir nicht da dran. You spin my head right round. Na. Was sagt er? Was sagt's? Was hat denn die Natur dabei gedacht? Sie denkt, hey, das glaube ich war eine gute Idee. Warte mal. Dann kommt das raus. Was ich jetzt halt sagen muss, ist, seine Kiemen schauen ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Haben die so eckert von einem Flug? Haben die so, das glaube ich nicht. Da geht einfach ein gerader Strich runter. Ich weiß jetzt auch nicht. Schauen wir mal da in die Kiemen rein. Aber, oh, es ist sogar ganz, man kann sogar durchschauen. Man kann da ein bisschen durchs Maul durchschauen. Flussbarsch, gut, 24 cm. Zurück damit! Was müssen wir jetzt wieder da? Für einen neuen Wurf? Ja, das ist, Alter, was möchtest du von mir? Hau auf hier jetzt, das Scheißding. Hole weiter ein, um einen Begriff zu provozieren, ja. Woran merken? Ah ja, daran. Oh, hat er schon! Wo leck, was ist das, Brackel? Da, ich geh einfach zurück aus und zieh dir an Land, du Reinigs. Huhnviech, da ist er. Oh, leck, das ist wirklich. Oh, das ist ein Hecht. Das ist ein Hecht, die 6 von da. Das ist ein Hecht.
Das sieht doch einem Kapitalfisch aus. Kumpel weiter, halt die Taste gedrückt. Dann, was siehst du? Ich laufe weiter, Alter. Da. Lauf! Den muss ich doch schon durch den Dreck ziehen. Wo ist er jetzt hin? Wieso kann ich nicht mehr 4? Jetzt. Hallo? Wo ist er? Da ist er! Der ist immer noch dran. Ich weiß nicht, was passiert ist. Oder mal. Ah! Du Mistviech, da geh her. Sag mal, wie schnell kann der nicht schnell? Kann ich springen? Unterfangkescher fehlt. Was ist denn der Unterfangkescher? Was ist denn mit der schwimmt da irgendwo? Wie geht's ins Wasser, ey? Was tun wir jetzt mit dem? Ich kann. Was? Ja, der birgt's Gatt! Schau hin, wie es die Gatt durchbirgt! Der gute Gatt! Kann die Breher? Mach Bremse weiter zu, Birger mit dem Mausrad. Bremse, wo ist Bremse? Ah, da ist Bremse. Bremskraft der Rolle. Ist jetzt hoch oder niedrig? Da ist er! Da kommt er auf mit dem Zylinder! Ich mach wieder zu. Ah, das da unten ist wahrscheinlich die Reißkraft der Schnur. Das ist richtig. Jetzt, der muss auch irgendwann noch miert werden, das Mistviech! Scheiß Brackler! Die brauche ich halt in der Mitte den Fisch auf einwerfen, da schmeiß ich einfach den. Was Gras da? Ja! Ein wunderschöner Hecht. So, spät durchgespielt. Wir sehen uns dann nächsten Montag um 20 Uhr. Vielleicht auch nicht. Okay, tschüss. Timmy Boy, merci dir. Mr. DM, ich hab die übersehen, merci für den Zehner. Hey, yo, Birger, die Schweiz möchte wissen, was ist das Höchste, was bis jetzt gespendet wurde. Grüße aus Holtrio! Das... Gut, die meisten... Schreibt es bitte in den Chat, was das Höchste war, was bis jetzt einer gespendet worden ist. Der es in den Chat ein. Ich mag es nicht sagen, weil ich mir Play vorkomme. Ich sag das, was es ist, weil es absolut utopischer Scheißdreck ist. Pipsi! Merci für den Resub, habe die Ehre. So, schauen wir uns den Hecht einmal etwas genauer an. Was sagt denn der Fischereiverband? Ist es ein wahrheitsgetreues... Ist es ein wahrheitsgetreues... Oh, man kann sogar reinzoomen. Der ein Arschloch. Oh! Ja, wo hat denn der Hecht sein Arsch... Wo? Damit wir halt was lernen. Das Arschloch des Hechtes, glaube ich, ist da. Bin ich da einigermaßen richtig? Maul schaut ein bisschen komisch aus. Ich meine, ich weiß ja auch, wie ein Hecht ausschaut, zumindest grob. Es kommt auch wahrscheinlich drauf an, wo man übrigens, Mr. DM, weil über ein paar Leute da wieder Blödsinn reinschreiben, es war ein Tausender. Das war das meiste, was jemals auf einen Schlag irgendjemand ausgerastet ist. Ich war sehr dankbar, wenn es nicht nochmal passiert. Weil utopisch einfach. Die Kloake, nicht Arschloch. Ich habe in der Schule gelernt, das heißt After. Ich habe in der Schule gelernt, das heißt After, nicht Kloake. Dann hat mich die Schule angelungen, wie so oft. Schauen wir da mal. Ein Hecht ist auch definitiv, das weiß sogar ich, ist definitiv ein Raubfisch, der hat eine richtige Zähne, der, wenn die beißen darf, das kann ruhig, kann weh tun. Es kommt darauf an, wo wir fischen, oder? Weil ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon, dass ich, nicht in echt natürlich, aber mal in Bildern oder in Videos oder in Tierdokus und so, glaube ich schon, dass ich so eine Art von Hecht schon einmal gesehen habe, mit so einem Maul. Und die Hechte bei uns haben kein so ein Maul. Nicht ganz so, also das spitzige, typische, aber nicht so komisch flach, glaube ich. Und nicht so nach oben, ja doch schon, doch das nach oben haben sie schon. Ja, schau, der Stefan H. schreibt, ja, heißt After, weil es auch Afterflosse heißt. Doch, das passt schon. Ja, ist das bei uns? Und ich glaube, dass die Farbe nicht passt. Haben die bei uns nicht grünlicher? Weiß nicht. Das heißt ja auch Aftershow-Party und nicht Kloakenshow-Party. Ich habe, Herr Dampfler, ich habe kurz den Satz gelesen und habe eigentlich den Namen Sprengi links daneben erwartet. Willst du mal Aftershow-Party einfügen? Ja, natürlich. So, wieso müssen wir den 68 cm Brackel? Ich habe auch noch nie, habe ich jemals ein Hecht gegessen? Weiß ich nicht. Habe ich jemals ein Hecht gegessen? Weiß nicht. Aber ansonsten, Model schaut gut aus, ist okay. Ich finde, dass die Flossen ein wenig... Da hätte man, das ist eh bloß eine Textur, das ist ja kein Model nicht, da hätte man sich, weiß auch nicht so hundertprozentig, aber es ist schon okay, glaube ich. Es ist schon okay.
freilassen, leider Gottes. Das Tutorial ist abgeschlossen. Jetzt bin ich aber gespannt, was das für ein sagenhaftes Computerspiel ist. Wenn wir nach 20 Minuten haben wir eigentlich jeden Fisch gesehen, ja, passt. So, wo ist der Grind? Wo ist das Zuckerl von meiner Nase, dass ihr jetzt da eine Fisch wie geistig Behinderte? Willkommen, Birgster. Willkommen in Russian Fishing 4. Erkunde die vielen unterschiedlichen Gewässer und fange unvergessliche Fische. Entdecke neue Ausrüstung, spezialisiere deinen Charakter und nimm an spannenden Turnieren teil. Oder genieße einfach das Angeln mit Freunden und teile deine Erfahrungen mit der Community. Wir treffen uns am Wasser. Petriael. Ist aber ist ein bisschen unerwartet freundlich von dem Russen von Welt. Spielen. So, da sind wir nun. Haben wir mir da ständig unser Garten dahinter, oder was? Sieh dir das Hilfsmenü für Spielsteuerung an. F1. Na, didn't read. Bin Pro-Gamer, ich brauch kein Dings. Montage komplett. Okay, jetzt muss ich mir erstmal reinfinden. So, da steht der halbe. Steht der halbe? Haben wir da halbe? Bootsstation betreten. Was haben wir da? Jetzt einmal ganz langsam. Was? Moskitosee, Bootsverleih für 2 Tage, 1 Tag, 3 Tage, 5 Tage. Wo haben wir, was dermen wir, was ist da noch Bootsstation? Im Bootshaus werden Tickets für den Bootsverleih. Ja, Boot brauchen wir noch nicht. Bereits kein Boot. Gut, das habe ich aber auch gemeint. Achtung. Drogje blärt. Julie blärt. Karpie blärt. Barschia blärt. Okay. Öffne das Hauptmenü, um auf die Funktionen des Spiels zuzugreifen. Angeltour für 5 Ingame-Tage am europäischen Nordmeer. Der Verleih von Angelausrüstung ist in der Angeltour enthalten. Ich kann da eine Angeltour buchen. Alte Festung. Was? Angeltour für 5 Ingame-Tage. Unbegrenzter Zugang. Um diese Gewässer zu betreten, müssen sie Spielerlevel 34 werden. Tja, da fürchte ich, haben wir noch ein bisschen hin. Dom im ersten wieder ein Zwickel 50, Fips im ersten wieder ein Resub. So, Schluss jetzt. Ich glaube, wir fischen einfach mal da jetzt in den Haufen. Da ist Boot. Da ist Steg. So, wo war Ding auswählen? Alter, was ist denn das alles? Molek, was ist das? Brauerei Läppchen. Limonade Glöckchen. Ja, ich mag es aber nicht halbe Gondeln. Da haben wir sogar Brot. Da muss man da essen. Das ist ein Survival-Angel-Spui. Montage komplett. Links unten ist ein Chat, wo die Leute Sachen fischen. Okay, sehe ich da andere Menschen irgendwo? Hallo? Hallo? B war der Köder. Was haben wir da? Eine Zuckmückenlarve. Da haben wir 30 Stück. Dann haben wir Weißbrot, Knädel. Und jeder geht natürlich da auf anderen. Dieser Gegenstand kann an einem anderen Spieler weitergegeben werden. Zustand kann verwendet werden. Toller Zustand. Schwimmfähigkeit sinkend, bla bla bla. Ich möchte ja, sagen wir mal ich möchte das da. Express Fishing, jawohl. Kann man da, ich weiß ja gar nicht, was für Fisch das da gibt. Ist dieser Blinker davon? Jetzt warte mal. Müssen wir da B da? Ah, da haben wir Blinker. Dragonfly Long. Dragonfly Bell. Dragonfly Stream. Ja, ich darf jetzt einfach mal die kleinste nehmen. Wir haben ja ganz am Anfang am Startsee. Keine Ahnung, ich pflanze jetzt da. Was passiert denn eigentlich, wenn ich da drauf gehe? Ja, super. Brauche kein Boot nicht, da geht da einer. Also ich teife das Ding jetzt einfach mal aussehen und dann schauen wir, was passiert. So, teifen! So, lassen wir ein wenig Lobby sinken und dann ziehen wir an. Na, immer so langsam so. Ich weiß nicht, was das ist, dass da kurz, da zuckt kurz was, da zuckt Geld. Na, wie schaut's aus? Na, wie schaut's aus? Oder muss ich einfach durchgehend ziehen, oder wie ist das? Ja, sag mal, wie lange hat mich ausgeworfen? Ein Viertelkilometer oder was? Sag mal, kann ich nicht. Ist schon wieder da. Aber ein paar Mal hat es zuckt. Ich weiß ja gar nicht, ob wir da überhaupt was fahren. Wir werfen mal da hinter. Warte mal. Ha, persönlicher Rekord! Der weiteste Wurf, 10,5 Meter. Okay, ich glaube, wir haben ein bisschen beschissen in dem. Ich ziehe jetzt einfach, jetzt probieren wir mit 3 Würfe und ich ziehe einfach durch. Ich bleibe einfach auf dem Mauszeiger oben. Kann man nicht irgendwie, man muss doch die Geschwindigkeit einstellen können, mit wie schnell das einer zieht, oder? Da ist jetzt nichts passiert. Du kannst die Geschwindigkeit regeln. Ja, der Boomer, ich dachte es mir schon, das geht nämlich in Fishing Planet auch. Das weiß ich. Aber wo regelt man das?
Okay, das sind Slots 1 bis 3. Das ist die Bremskraft der Rolle. Ja, müssen wir vielleicht doch einmal da reinschauen. Pose senken. Das ist dann, ich weiß nicht, wie man es nennt. Falls jetzt da irgendwelche Fischer daheim sind, ich habe absolut keine verfickte Ahnung, wie man die ganze Scheiße nennt. Geht's mir nicht auf den Sack. Aber der Schnurteil unter der Pose, unterm Schwimmer. Der Papa hat eben Schwimmer gesagt, dann sag ich Schwimmer. So. Wahrscheinlich. Angelschnurstrafen. Linke Maustaste, schnelle Einholgeschwindigkeit, öffnen, schließen der Angelrolle. Einholgeschwindigkeit ist Nummern Plus und Minus. Okay, das müssen wir schon probieren, ne? Passiert einfach gar nichts, wenn man das irgendwo anzeigt. Na. Ich schmeiß jetzt da nochmal einen raus. 97%. War gut. So, persönlicher Rekord, 11 Meter. Geht ebs. Da noch? Na, plus geht nicht. R plus Num. Warte mal. Einholgeschwindigkeit. Ja, mal langsam auf 8. Jetzt. Man muss R gedrückt halten, das ist dann die Einholgeschwindigkeit. Machen wir es jetzt so. Machen wir ganz zu. Dann machen wir es wieder oben auf 8. Und dann teufelt man es mal da hinten. Also jetzt bin ich mir recht sicher, dass man da noch keine Raubfische nicht. Raubfisch sind halt so das Next-Level-Shit. Da werden wir nicht einfach hinkommen. Was? Schnur, Fang, Bügel zu. Achso, ja, gut. Das ist ein Bügel an der Spule da unten, das weiß ich auch noch. Ich glaube, den kann man umklappen und dann ist die Schnur frei und der Fisch kann einfach ab dafür, das tust du halt aufmachen beim Rausschmeißen, damit die Schnur aus kann und dann klappst beim Zurückkurbeln, klappt sie das wieder um und dann ist quasi eine Sperre drin. So. Alex, seit wann streamt der Herr mit 49 Mbit bzw. 27G? Seitdem ich nicht mehr auf Twitch streamen darf, weil ich halt immer parallel auf YouTube und Twitch gestreamt habe. Und ja, offensichtlich wird das mit Dingsfischen wird nix. So, das mit das her. So, wir nehmen Stinger O-Ring Größe klein 16, klein 16, klein 14. Wir nehmen einen 16er, was ist denn da der Unterschied? Das Stinger O-Ring Express Fishing. Tu mit denen noch nicht? Was? Rechtsklick in Detail Favoriten wegwerfen. Denn das versteht's nicht ganz. Warum kann ich da nicht, ich möchte die Angel, möchte ich einen normaler Hagel, Schwimmer, Gewichter, ausdeifen. I. Nein, I war's nicht. U. Was auch nicht. B war's. Geht da bloß das. Du hast keinen Köder dran. Muss an das Ding ein Köder ohne? Das stimmt doch nicht. Das sind ja Blinker. Der Blinker funktioniert auch anders. Das ist. Ja gut, woher soll man es denn wissen? Ich weiß es auch bloß, weil ich als Kind einmal mit dem Inproxy, da sitzen sie wieder, die Backseat-Fischer. Absolut ahnungslose. Da sind Blinker dran. Okay? Das sind 3 Blinker. Was bedeutet das? Das komische Metallding, das da dran hängt und diese Feder da hinten am Hagel. Dazu braucht man keinen Köder. Das weiß sogar ich, aber auch bloß, wie gesagt, weil ich mit dem Bab irgendwann vor 25.000 Jahren mal beim Fischen war. Und die Dinger, die musst du einerziehen, dass sie dir ein bisschen bewegt und diese Metallteile, die machen dann verschiedene Sachen. Die drehen sie, manche drehen sie und haben glänzen halt und so. Manche wobbeln so umeinander. Manche machen wirklich einfach diesen hier. Bei manchen muss dann drehen, dann steigen sie auf, senken sie wieder ab, steigen auf, senken sie wieder ab. Da brauchst du keinen Köder wie ein Wurm dran oder so, weil der Raubfisch rein auf diese Bewegung und auf das Geglitzer und auf den optischen Reiz halt geht von diesem Blinker. Okay? Forellen stehen drauf. Das weiß jetzt ich zum Beispiel nicht. Was für Vieh, ich weiß, ein Hecht steht drauf, ist ein Forellen ein Raubfisch. Habe ich zum Beispiel einige, das ist alles Fresser, oder? Die fressen ja, was weiß ich. Blinker, den Begriff kennt der gemeine BMW-Fahrer nicht. YBO, schöner Kommentar. Anpinnen bitte. Tu dir einen schwarzen Blinker dran und nicht dauerhaft heimholen. Ich hab keinen schwarzen Blinker. Was ist denn der schwarze Blinker? Für Spinnen bist du aber, glaube ich, am Windenbach besser dran. Oh, der Jack hat Ahnung, ich seh's schon. Ja, ich weiß, wir müssen jetzt einmal ein paar Fische fangen, weil ich wissen will, was man mit denen tun kann. Jetzt nehmen wir wieder den Stift gehabt.
Ich weiß nicht, ob das so heißt. Der Papa hat gesagt, so Stiftgeld, jetzt halt einmal. So, B, wenn wir den ersten Köder, den wir haben wir überhaupt eine Pose drauf. Ja. Wie kann man Pose ändern? Pose senken, Num plus minus. Ah, da schon hin. Das geht mit dem Numpad plus minus. Und, ja gut, einholen können wir es. Jetzt pfeffert man das Ding mal aus und schauen, was passiert. Ich glaube, mehrere wie 97% kann man eh nicht auswerfen. So, jetzt legen wir das einmal ganz rein. Seht ihr die Pose? Ich hoffe schon, die müssen wir ein bisschen in die Spiegelung vom Bam. Oh, sie zuckt schon. Da zuckt, was zuckt? Ich hab's genau gesehen. Zuckst du? Wir brauchen vielleicht auch mal Informationen über die Ortschaft, wo wir da sind. Was gibt's denn da für Fisch? Was minken die für Köder? Da geht ja gar nichts. Jetzt laden wir uns zurück, das ist wieder gut Spiel. Wenn du Shift drückst, kannst du weiter. Achso, das habe ich nicht gewusst. Das hat mir das Tutorial aber auch nicht beigebracht. Jetzt lassen wir uns einmal Zeit. Das war ja geil, wenn das Spiel das Mikrofon aufnimmt und ich sitze daneben und. Oh Gott, das ist nicht Slayer. Freibefotzen schreibt, es gibt verschiedene Köder, wenn dann ein Kunstköder bzw. Spinner oder Blinker oder Haken und keine Ahnung, ein Wurm. Und da beißt jetzt dann mein minimales Mini-Wissen dann schon aus. Ich weiß, gut, Spinner haben wahrscheinlich die sie dran. Das war so ein Ding, wo wir da gehabt haben mit so einem eiförmigen Metallteil dran, die dran sind, wenn man anzieht. Der Blinker, glaube ich, ist eher so ein groß gewundenes Silberteil, der wirklich so macht beim Einerziehen. Was ein Haken und was ist ein Haken? Keine Ahnung mehr. Im Hauptmenü kann man nachschauen, welche Köder so an die Gewässer hergenommen werden. Ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Und vielleicht ist auch nicht direkt da am Startplatz die beste Wahl zum umeinander fischen. Bin mir nicht sicher. So, Hauptmenü. Herausforderungen, Fähigkeiten, Setzcacher, Inventar, Statistik, Futtermischung, Karte. Gehen wir mal auf Karte, vielleicht steht es da. Ja. Aber, ja gut, nein, da steht nichts, aber da sind wir. Da kann man über die Brücke gehen und kann man da mal rumgehen oder so. Am Startplatz wäre es die 1, 2, was heißt da 1, 2 und so? Was bedeutet 1, 2? Taffy, habe die Ehre Fischermann, sorry, bin spät dran. Aber jeder Fischer weiß, der frühe Wurm vögelt den Fisch. Petri Heil. Nimm's Geld, bevor es mein Alte findet. Merci dir. Oder, sehr schön erkannt, Sprengi, hätte ich auch selber drauf kommen können, es ist die Wassertiefe. Sagt man da, wo es finsterer wird, ist halt tiefer, da haben es 8 Meter, 4 Meter, 2,5 Meter, 1 Meter. Mir fischt man auf 1 Meter Grund. Deswegen gehen wir jetzt mal da 4 an die Brücke. Das sagt der ich, was ist. So. Gehen wir 4 an die Brücke. Wo ist die Brücke? Ist das die Brücke? Und ist ja stabil. Bitte sag mir nicht, dass ich da jetzt nicht durchkomme, weil sonst kriege ich einen Vogel. Ja, Gott sei Dank. So, da fischen wir jetzt einmal rein. Aber mich würde interessieren, ich hätte gerne Informationen über dieses Gebiet irgendwie so. Das Hauptmenü ist so. Fische mit Namen. Was sind die sei? Egon. Der Moskitosee. Ja, da müssen wir wahrscheinlich erst fangen oder so. Keine Ahnung. Jetzt pfeffert er mir noch mal aus. Ah, mit Shift geht er nochmal so ein rund Dings da auf. Okay. Ja, jetzt lassen wir mal drin. Pose ist auf einem, ist auf einem Meter. Angelmontage aus dem Wasser nehmen. Das geht natürlich nicht, wenn ich es drin habe. Ist klar. Das ist ja klar. Birger, darf ich fragen, warum kein Jack the Lions 3 heute oder später erst? Danke. Mr. Bitke, nur Montag. Nur am Montag. Ganz einfach. Wenn du wissen möchtest, was ich jede Woche streame, ich streame im Übrigen, zumindest jetzt im Sommer, jeden Montag und Mittwoch, im Herbst, Winter wird es dann auch wieder öfter mal am Freitag und Samstag passieren, wenn dann immer um 20 Uhr für alle, die das interessiert. Leider Gottes, also mittelmäßig leider Gottes, nur noch auf YouTube, weil Twitch nicht mehr gestattet, dass man auf 2 Plattformen gleichzeitig streamt seit 1. Juli, darum fuck you Twitch. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir jetzt in 25 Mbit streamen können und in WQHD, weil ich eben nicht mehr eingeschränkt bin auf die 6000 Kbps oder auf die 6 Mbit bei Twitch und nicht mehr auf Full HD begrenzt bin und so weiter. Und wenn du wissen möchtest, was ich in der Woche am Montag und am Mittwoch streame, dann kommst du ins Discord. Discord-Link ist im Chat, schreibst du eine Ausrufezeichen Discord oder macht's irgendjemand, keine Ahnung. Ab in den Chat damit.
Warum beißt denn da nix? Irgendjemand hat geschrieben Rekorde. Rekorde und Ranglisten. Okay. Russland und die Goose-Staaten. Was auch immer das heißen soll, weiß ich nicht. Ah, okay. Jetzt bei so Wort. Das sind die größten Fische, die gefangen worden sind, oder was? Ultralight. Stippgatt heißt's. Nicht Stiftgatt, ich bin ein Depp. Stippgatt heißt's. Habe ich immer falsch verstanden? Meeresrekorde, Ranglisten. Und da kann ich dann auf den Moskitosee gehen. Wir haben ja gerade einen Moskitosee. Und wenn ich das da so sehe, ja, Würmer funktionieren gut. Und ja, das da glaube ich haben wir nicht. Was sind denn das da für Köder? Haben wir nicht, aber der Wurm geht gut. Der Wurm geht gut. Da müssen wir Köder wechseln. Hilft uns nicht. So, einholen das Ding. Wir haben ja gar keinen Köder nicht dran, oder? Doch haben wir schon. I war es nicht. Z war es auch nicht. U war es auch nicht. B war es. B. So, Wurm. Gib Wurm. So, ist Wurm dran? Wurm dran. So, den werfen wir jetzt einfach da hier und schauen wir, was passiert. Haben das Maisknädel? Muss ich nochmal schnell schauen. Haben das gelbe Mais, da steht ja nicht dabei, was für Köder das ist. Erbsenbrei. Erbsenbrei. Okay, was ist das da? Spiker. Der Maggot, das ist zum Beispiel, das sind so Wobbler, das sind so Silikonköder. Da ist auch kein richtiger Köder nicht dran. Das ist, glaube ich, auch was, ja, das simuliert unter Wasser einfach einen Fisch so. Einen kleinen. Ja, da hat er, glaube ich, einen Flussbarsch gefangen, also einen Raubfisch. Da haben wir einen Döbel, das habe ich noch nie gehört. Braxen habe ich natürlich schon einmal gehört. Aaland habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört. Was, ein Grasfrosch? Kann man da fischen? Wer fischt einen Frisch, Alter? Wie im Arsch muss ich sein, dass ich frisch Fisch? Was tust du, die alte Froschen, Alter? So, jetzt passen wir auf. Und raus damit. So, und da lassen wir es jetzt mal. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Irgendwann muss ja da einmal irgendwas passieren. Das ist ein Wahnsinn. Braxen sind ein Glodegel. Warum? Schwimmerhöhe, nicht auf Grund. Meinst? Nicht auf Grund? Man kann natürlich auch einmal in 2 Meter tiefes Gewässer gehen. Zu tief? Okay. Wie findet man das außer? Man, das muss ja irgendwo. Da müssen wir noch mehr aus. Jetzt gehen wir mal da auf die andere Seite noch mal. Gehen wir mal da um. Ah, ihr habt Zeit, ne? Ja. Schauen wir mal da. Naja, da ist ein bisschen weiter. Da zu dem Boot, ja. Und da geht es dann so in so 2 Meter, 2,50 Meter gehen. Mal schauen, wo wir sind. Dann wir da so weiter. Im Dorf, Bärenwiese. Jetzt gehen wir da. Oh, nicht. Was passiert eigentlich, wenn wir ins Wasser fallen? Okay, man kann nicht ins Wasser fallen. Schade. So. Ja. Ja, einfach mal da rausfischen jetzt und schauen, was passiert. So, Shift gedrückt halten. Was ist denn jetzt? So, jetzt nicht verstanden, warum sie das nicht aufgebaut hat, aber ist ja wurscht. So. Jetzt einfach mal Start halten und das Maul halten. Ey, wenn wir mir jetzt aus dem Real Game nicht außergängen bis um 10 Uhr mindestens einen verfickten Fisch gefangen haben, dann zweifle ich an meinen Gaming-Skills. Dann waren die letzten 30 Jahre einfach 34 Jahre, 33 Jahre. Einfach für die Katz. Keine Sorge, wir haben es erst 5 vor 9, ja? Die Spiegelungen im Wasser sind verdammt. Es ist allgemein eine richtig gute Grafik für. Es ist übrigens ein Free-to-Play-Game. Also es ist auf Steam einfach umsonst. Aber du wirst halt wahrscheinlich sehr schnell mit Ingame-Shops angeködert, mit Premium-Account und bla bla bla. Bin ich mir sicher. Der Devil Driver Mikey schreibt, ist dieser kleines Studio. Fast schade ohne Animationen, zum Beispiel, wenn ein Wurm an die Angel kommt, wir sind verwöhnt von Last of Us. Da war jede Ausrüstung mit Animationen sichtbar. Gut. Wow! Wir haben was gefahren! Da ist das Ding! Brr. Brr. 26 cm Flussbarsch mit 377 Gramm. Wir haben 120 XP gekriegt. Haha, Anzahl der Erfahrungspunkte für die gefangenen Fische. Posenfisch. Oh, hat man da Skills? Ihre Fertigkeit ist gestiegen und beträgt jetzt 0,2%.
Durch die Weiterentwicklung von Fertigkeiten schalten sie neue Fertigkeiten sowie die Möglichkeit frei, bisher nicht zugänglich. Man muss da um einen Non-Skill. Okay. Das ist also der Haken. Freilassen. Setzcache. Freilassen. Beim Freilassen kriegt man nochmal 40 XP. Aber wo kriegt man Geld her? Man muss ja die Fische dann verkaufen können oder irgendwie sowas, oder? Ja, ist ja schöner, schon hier. Ja, da sieht man schon so ein bisschen, dass die Flossen so, ja, einfach, die Polygone einfach ineinander angesteckt sind. Aber für ein Free-to-Play-Game schaut es richtig gut aus, da brauchen wir nicht schmerzen. Seht, den haben wir jetzt mal in Setzkäse. Den behalten wir uns jetzt einmal, das war unser erster Fisch, der ist wichtig. Haben wir jetzt da noch, wir müssen ja wieder Köder nachkaufen. Wenn ich da jetzt auf B tue, haben wir jetzt bloß 118 Würm. Okay, da können wir lang fischen. Meta war gut, hau aus den Schund. Und los! Jawohl! So! Vielleicht müssen wir das in das Dunkel vom Barmai da, dann kann man besser sehen. Vor allem, gut, mittlerweile streamen wir ja in WQAD. Kann irgendjemand die Pose da erkennen? Ab ins Aquarium damit! Jetzt bringst du mich wieder auf was, wie lange das ich schon von einem Aquarium träume hier drin. In meinem Zimmer. Das macht so viel Arbeit. Das ist, aber ich hätte... Da ist er wieder! Guck mal, da war Fischi dran. Ist der immer noch dran? Ja, der ist immer noch dran! Fischi! Das ist aber ein Baby. Das ist aber ein Baby, das sehe ich von da. Ja, Baby hat 13 cm, der ist so groß. Aber wir haben 11 XP gekriegt und 0,2% wieder dazu zum Posenfischen. Den lassen wir frei. Scheiße viel Arbeit zu Aquarium, ja. Und deswegen links unten auf dem Balken aus der Icon, wenn du einen Fisch dran hast. Was? Wo? Da! Weiß ich nicht. Ausgepfeffert mit dem Schund. Gib ihm. Dann legen wir jetzt einfach da rein. Jetzt muss ich noch mehr aufpassen, wenn der Fisch beißt, ob sich da optisch irgendwas ändert. Das habt ihr noch nicht gesehen. Moment. Ich hab da hinter mir ein paar so Balken. Das ist, so eine steht wahrscheinlich für Essen, Leben. Was die Sonne heißt, weiß ich nicht. Energie. Man muss halt wahrscheinlich was essen, sonst hätte es das Essen dann geben. Und da daneben, da steht unser Level. Also wir haben schon fast Level 2. Wir brauchen 300 XP, dann haben wir Level 2. Und dann bin ich gespannt, ob es da so Perks gibt oder irgend sowas. Oder ob das bloß zur Levelbegrenzung... ich glaube, es zuckt da irgendwas. Da zuckt's, da zuckt's! Das ist auch geil gemacht, dass man das so auseinandergesägt und so. Ja, jetzt Zuki, du Arschloch! Nimm da! Nimm da! Das ist der Gute! Ja, den guten Wurm auspackt. Ja. Jetzt gib ihm. Gib ihm. Aber ich sehe sonst nichts da irgendwo, wenn er droh ist. Also. Sag mal, was tut denn der? Speit der mit dem Wurm Tischtennis oder was tut denn? Ja, jetzt friesen halt, du Trottel. Wahrscheinlich ist es wieder so 18. Ja, das Symbol ist jetzt erst gekommen, wie ich angehauen hab. 20 cm. Das ist jetzt klar. Weg. Halt dann. Ich mag jetzt erstmal Level 2 werden. Ausgepfeffert! Weiß ich nicht, der erste Fisch, der ist wieder da zum die anfordern. Wahrscheinlich. Bayerisches Blut, mehr als wieder 5er für Aquarium zeigen, muss zum Giga Zoo in Grafling. Kenn ich nicht, aber tue ich sowieso nicht. Bevor ich, wie soll ich sagen, bevor ich das den Fisch schon tue, damit ich am Anfang wieder super motiviert bin und dann steht das Ding immer an und dann das Schlimme ist ja, du passt einmal kurz nicht auf, dann kippt das Wasser und alles verreckt. Das muss auch nicht sein. Duffy, die habe ich übersehen. Habe ich die Fischermann? Sorry, bin spät drauf. Fischer weiß, der früh, aber da habe ich schon gesehen. Nochmal mehr sehen. Ist wurscht. Und es ist halt ein spannender Stream, oder? So. Gut, was haben wir noch gemeint? Von hinten. Küsschen aufs Nüsschen. Hörst du, da ist ein Wurm, größer wie der Fisch. Ja, da beißt er. Ich muss aufpassen. Von hinten merkst du dir. Ich muss aufpassen. Aufpassen, da hat's zuckt. Hast du schon wieder ausgezuckt. Kann man so wieder hinlegen. Das ist zwischendrin vielleicht schon mal ganz lustig. Vor allem, wenn vielleicht so eine Art Loot-Spirale und Level-Spirale anfängt zum Kicken, dann kann ich mir vielleicht ganz gut vorstellen, dass das, aber 1200 Stunden ist ja schon eine harte Ansage. Wer war das vorher?
Aber wo ist jetzt der russische Partner im Game? Ja, mir geht einer, mir fällt die Flaschen Wodka, mir fällt die Handgranaten aus dem 1225 Stunden. Jack, du warst das. Du kriegst dann 800% Zusatzwert. Das ist halt jetzt mehr ein Community-Ratch-Stream. Ja, da müssen wir dann unterhalten wir uns ein bisschen. Das hilft eh nicht. Und ich schaue nebenbei, mittlerweile ruckelt der Stream bei mir nicht mehr. Ich weiß nicht, OBS hat da glaube ich so einen Mechanismus drin, dass irgendwann, wenn es spui. Es zuckt! Hab's genau gesehen. Jetzt frisst den Fisch, du fettes Arschloch! Was ist denn mit ihm? Ich seh die Donation im Augenwinkel, aber ich muss jetzt schauen, da zuckt's. Moment. Hat's ihn schon. Hat's ihn schon, den Grippe! Das ist ja wieder so ein Baby. Sag ich von da. 17 cm, Alter. Leg mir am Arsch, den du jetzt ins Herz gehst, weil alles verkauft wird. So, jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ich weiß noch, bei Planet Fishing war es auf alle Fälle so, wenn du da zu lange an derselben Stelle rumgefischert hast, dann hast du mit dem Schund. So. Dann hast du eine Zeit lang gute gefangen und dann war es irgendwann gut, weil halt einfach überfischt war oder sonst irgendwas. Peter, merci wieder 1 Euro. Habe die Ehre, das Spiel ist wirklich gut gemacht, bloß man braucht eine Zeit, bis man weit aufkommt und die fetten Brocken fangt. Ich spreche aus eigener Erfahrung und im echten Leben ist es manchmal auch so, dass nichts beißt, ist oder so. Ja, um Gottes Willen, das ist ja klar, dass ich jetzt da nicht über eine Fisch ist auch langweilig. Ich meine, das gehört ja ein bisschen dazu. Das ist auch bei Hunter Call of the Wild, das ist ja auch so, dass man da wirklich, da erwische ich mich oder habe ich mich dabei erwischt, wie ich das, wann haben wir das gespielt, das erste Mal vor 2 oder vor 3, ich weiß es nicht mehr. Dass man nur einfach einmal durch diesen Wald durchstapft und anders an dieses Spiel herangeht. Einfach einmal da durchstapfen, setzt der Headset auf, konzentriert dich nur drauf, was du hörst. Und irgendwann, ja, tauchst du halt einfach in dieses Spiel ganz anders ein, wie das bei anderen Spielen der Fall ist. Es ist aber schwierig, diesen Punkt zu überschreiten. Schwierig. Da muss man der Typ dafür sein. Zitronakini, merci für den Resub, der Petri, alter Profifischer. Du, ich hab schon. Oh, da zuckt's. Merci dir. Schluss. Peter, merci für den Euro. Da hat's zuckt, ich hab's genau gesehen. Bei Wurm und der Hakengröße wird nicht recht viel mehr beißen, außer der Barsch. Okay, oh, das macht natürlich auch Sinn. Sollen wir mit den Mitleid. Wir haben ja bloß noch einen Hagel. Was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn jetzt mit der Posen passiert? Die hat sich einfach hingelegt. Zuckt jetzt da was oder nicht? Oder liegt vielleicht der Wurm am Boden auf? Ich weiß es ja auch nicht. Aber es zuckt schon so komisch, als wäre ein Viehstroh. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Hätte man da jetzt anhauen müssen? Weiß ich nicht. Ich weiß schon, also ich glaube noch zu wissen, im Planet Fishing ist schon so, dass wenn die Schnur nach der Posen zu lang ist und der Köder unten auflegt, dann legt sie die Posen hin. Er will nicht oder auch. Weil kein Gewicht nach unten zieht. Herr Geizig, merci für den Resub. Servus zurück. Flying Fox, merci für den 6er Aquarium. Kommt drauf an, was du drin haben willst. Ein normales Gesellschaftsaquarium ist nicht viel Arbeit. Meerwasser war halt viel aufwendiger. Ja, ist ja nur die Anschaffung wahrscheinlich fürs Meerwasser schon 100-mal so krass wie alles andere. Mit Salzgehalt messen und den ganzen Scheiß und Salzwasserfisch bei uns und so. Was ist das da? Die Posen pflückt einfach davor. Ich hau jetzt da oben, weil es mir wurscht ist. Tu mir das Ding aus. Ja, woanders hin. Wir gehen mal, da am Steg ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. So, und da pfeffert man jetzt hinten noch einmal und schauen, was passiert. Da, der hinten. So. Ja, das schaut gut aus. Wenn das nicht stabil ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Kann man zoomen? Oh! Schau hier, da sagt sie auch was. Das ist ja schön. Bist du das nächste Mal R-Place dabei? Wir sind von den Deutschen ziemlich zerrissen worden. / Bavaria. Ich hab nicht gewusst, ich hab schon grob mitgekriegt, was das ist, aber ich bin, um ehrlich zu sein, selber nicht draufgekommen, dass wir eigentlich ein Stream-Event draus mal hätten können. Nächstes Jahr erinnert es mich 2 Tage vorher dran, dann tun wir das. Ich muss jetzt aufpassen, da zuckt es anders rein. Da zuckt es in der Feichten. Peter, merci für den Euro. Ich bin für einen Waller ins Aquarium. Spendenaufruf für Aquarium. Ich hätte gerne einen Clownfisch. Oder so einen fotzengroben. Merci für den Euro, Alter. Sag mir, frisst der Drecksfisch jetzt diesen scheiß Wurm mal oder nicht? Und dann ziehen wir aus und dann wechseln wir mal einen Hagel mit Wurm. Und. Der wir das einmal.
2 Tage vorher, das wird... Ich muss aufpassen, Alter. Das ist gleich fort, das ist gleich fort, das ist gut, dass er gleich fort ist. Aber ich merke am Außerziehen Widerstand schon, dass das kein... Oh, aber ein anderer Fisch. Sicherer Fang beweist Meisterschaft. Haben wir 1% Posenfischen, 30 XP, Setzkäscher, rein damit. Bam, Alter! So, jetzt mal so macht, ich. Kann man da jetzt den Hagel auswählen? Na, wir hauen das hin, ich kann ja da nicht... Was ist denn da für ein Haken dran? Was ist für ein Gewicht dran? Hänger lösen, Schnur durchschneiden, in den Routenhalter sitzen. Inventar. Vielleicht kommen wir im Inventar was zu. Ja, I ist das Inventar, das ist mir schon klar. Aber. Was ist denn das? Okay, das sind meine Fischis. Was heißt das da? Flussbarsch. Massiger Fisch, ja. Die sind unsere Sachen, die wir haben. Da habe ich da einen Schinken gesehen. Nein. Das war ein Mini-Sinker-Set. Da haben wir eine Pose. Und jetzt da ich aber halt gern, wie kann man die Dinger konfigurieren? Wo man so Zustand, Angelmontage kann verwendet werden, in Händen. Detail benutzen. Ja, aber wie kann man das umbauen? Der auf den Jack ist verlassen. Auf 1200 Stundenleit kann man sich verlassen. So, jetzt pass auf, Angelroute. Hier wird ein 3D-Bild der Route, bla 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 bla. Ja, okay. Wir haben einen Jack, wir brauchen keine... Gut, das ist ja der blaue Stecker, was soll ich jetzt machen? Wir haben Express Fishing Superline. Wir haben halt natürlich eine Angelschnur, wir haben eine Pose, wir haben ein Bleistück drauf, das schaut aber ein bisschen verpackt aus, muss ich sagen. Dann Vorfächer. Was sind denn Vorfächer? Handfertigkeit, Handhabung, die Vorfächer im Posenfischen erforderlich. Okay, da brauchen wir einen Skill. Was sind denn Vorfächer? Haben das so Wirbeldinger, wo man das dazwischen hängen kann? Ich weiß ich nicht. Express Fishing Stinger Oryx, der kleine 16er. Jetzt nehmen wir mal den kleinen. Ist jetzt der 14er größer als der 16er? Schon, gell? Ja, der ist ein schwerer um 2 Milligramm. Nehmen wir. Den hängen wir ohne. Naturköder. Wurm. Okay. Fehler, handwerkliche Köderkombination. Da kannst du völlig eskalieren. Was haben wir da? Blank, Handteil, Expressfishing, Angelmontage. Können wir das umbenennen? Was heißt das? Feststellposenmontage. Okay. Auswählen einer Montage. Ich leg mir da am Arsch, du das. Nein, Handbuch, Website. Was? Bolognese-Montage? Okay, da ist unten ein Gewicht dran. Bestandteile, klassische oder Bolognese-Pose. Was ist der Bolognese-Pose? Klassische Haken und Naturköder. Bestandteile, Bolognese-Pose, klassische Haken, Naturköder. Das ist alles gleich klassische Haken. Laufposen, das weiß ich auch noch. Das habe ich auch mal da als Kind. Das hat mir der Pap gezeigt. Da kann die Schnur irgendwie durch die Posen durch. Und ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt kommt dann so ein Stopper mit, der dann die Posen ins Wasser runterzieht. Das weiß ich auch noch. Warum weiß ich das noch? Das ist 30 Jahre her! Matchmontage, das weiß ich nicht, was das ist. Ja, mit bleiben wir da ganz normal. Was haben wir da? Kunstköder. Einfache Grundmontage, es ist Grundfischen. Ja, noch. Und eine Pilkmontage. Was auch immer das ist, keine Ahnung. Ja, wird schon passen. Feststellposenmontage. Demontieren, benutzen. So, jetzt müssen wir jetzt den größeren Hagel drum haben. Jetzt pfeffert man das da mehr aus. Wird schon passen. Okay. Was ist mit der Ausrüstung, mit den Stiefeln? Eine gehen Weiher, eine ins Fischviech. Das ist eine gute Frage. Werden wir gleich nochmal nachschauen. Ja, genau, jetzt müssen wir nochmal abwarten. Wir reinzoomen, damit wir was sehen. Sehr schön. Vorfach ist Schnur zwischen Hauptschnur und Haken. Meist aus stärkerer Schnur oder auch als Stahlvorfach, speziell für Raubfische. Das heißt, Angelschnur. Da zuckt's. Mit dem Boot reinfahren, geht das? Ja, das geht. Fischi! Oh, ich habe den Fisch verloren. Ich glaube, ich habe den Fisch verloren. Müssen wir nochmal. Hilft nicht. Gib ihm. Warum zirkt denn das da unten eigentlich nicht mehr auf und ist jetzt immer automatisch 127%? Verstehe ich nicht. Oh, gut. Ja, machen wir so. Kann man das schon sehen. Wunderschön. Ich darf dürfen gehen. Mit dem Boot reinfahren, geht das? Ja, geht. Vorfächer. Also, Angelschnur
Dann gibt es so komische Wirbeln, das weiß ich noch, das sind so gar nicht Metallteile. Ich weiß nicht, ob man heute das noch so macht, vor 30 Jahren. Das jetzt, da hat es der Papa das so gemacht. Er hat das Wirbel genannt, das ist wie so, schaut aus wie, ähnlich wie so eine Sicherheitsnadel. Und da kommt dann, was soll ich sagen, so ein Vorfach ohne, möglicherweise ja aus Stahldraht, keine Ahnung, also aus ganz stabiler Schnur. Dann ist nochmal so ein Wirbel dort. Und dann die Schnur zum Haken. Das kapier ich nicht. Sprengi! Bolognese-Pose. Wenn du beim Spaghetti essen nach vorne beugst, damit du dich nicht... Fisch! Sprengi, das ist wie fast ein Fischkost! Oh, das ist wieder so ein Rotauge, glaube ich. Ja! 20 cm Rotauge rein in den Pott. So, jetzt darf mich interessieren, was man mit denen Fisch tun kann. Was kann man mit diesen Fischen tun? Schnur, Vorfach, achso, das Vorfach ist dann Direktköder. Ja, okay, ich verstehe. So, jetzt ist die Frage, was man mit den scheiß Fisch tun kann. Eine Fische mit Namen. Haben wir Fische ohne Namen. Haben das so Legendary Fisch oder was? Oder wie läuft das? So, was kann jetzt ich mit denen da tun? Wegwerfen. Fisch im Setzcache. Hier wird ein 3D-Bild, zur Anzeige der Eigenschaften klicken Sie mit der linken Maus auf das Symbol I an, um den Fisch freizulassen. Klicken Sie auf den morgen nicht freilassen, morgen verkaufen oder irgend sowas. Wir haben doch da Geld. Das ist wahrscheinlich das Premium-Geld. Ja, natürlich. 5 Gold, 7 Euro. Die haben sie mal vollkommen ins Hirn hineingeschissen. Ein Premium-Scheiß, da kannst du mich gerne haben. Man muss doch irgendwas mit dem Tor kennen. Das gibt's ja nicht. Flussbarsch. Am Spawn verkaufen, gibt Kaffee oder Fischmarkt. Das war jetzt, Mr. Jack, merci. Das heißt, das war jetzt mein nächster Test auch gewesen. Oben an den Gebäude da hinten. Man hat ja da in dem Bootshaus auch interagieren können und hätte sich ein Boot mieten können. Aber vorher mag ich wissen, was so ein Fisch Geld bringt. So, Umba. Was ist Umba? Was ist das Angelgeschäft? Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen das Fischgeschäft. Werkzeugladen? Brauchen wir auch nicht. Was haben wir da? Der Plipjok Fischmarkt. Das hört sich doch gut an. Betreten. Und jetzt Fischmarkt. Der Fischverkauf ist die Haupteinnahmequelle des Spieles. Ja. Was? 5 Cent? Jetzt haben wir 1,33 Euro verdient. Bäm, Alter. Oh shit, Fabi hat geschrieben, im Café. Wo ist denn das Café? Was für Café? Ist dieses Café? Das ist die Bootsstation. Wo ist denn das Café? Haben wir da irgendeine Beschreibung, was da was ist? Keine Ahnung. Im Café gibt es Sonderangebote. Wieso gibt es im Café Geld? Na gut, da gibt es einen Geldautomaten. Gib Geld. Ah ja, 1000 Silbermünzen für 45 Euro. Ich glaube, dass du mir im Arsch lecken kann. Oh, das schaut nach Kaffee aus. Getränkeautomat, Kaffee. Schauen wir mal da. Ah. Was bedeutet das? Jetzt passen wir auf. Aufträge. Giebel, Schläfergrundel, Flussbarsch, Rotauge, Güsterlaube, Schleie, Schuppenkapfen, bla bla bla. Aber was heißt, was Stückzahl 1, Gewicht ab 20 Kilo? Da Rotauge ab 174 Gramm. Was haben wir uns nicht gewogen? 17. Ich klicke jetzt da mal drauf und schaue, was im Setzcache wurde. Ah, okay. Ja gut, dann müssen wir jetzt noch mal hineinfischen und dann schauen wir nochmal in das Café ein. Fabi, da habe ich langsam geschaut. Oh, schau hier, Nebel auf dem Wasser. Schau dir das so. Bruder, bist du besoffen? Das ist schön. Bootskategorie B. E-Boot betreten. Kaufen Sie ein Ticket. Was kostet ein Bootsticket? Tu mir Boot, tu mir Bodeln. Tu mir Boot her. Was kostet ein Boot? Da will man gleich mal. Ja, da hier für einen Tag 3,50 Euro gehen. Sollen wir uns mal ein Boot leihen? Freilich von Armin! Der Armin im Darm. Servus, wenn du mal gemütlich Spiel brauchst, war ein Dredge einmal was zum Anschauen. Habe ich offstream schon gespielt. Ist ein Angel- und Bootsfahrspiel, ist geschmeidig und gemütlich. Ich weiß, ist nicht schlecht. Das ist auch der einzige Grund, warum wir es im Stream noch nicht gespielt haben, weil ich es offstream schon gespielt habe. Odeln der mal! Das kriegen wir schon wieder ein, da stirbt jetzt keiner.
Was haben wir da? Bootsverleih, bla, 3,50. Ja, für 3,50. Bootsverleih, B, für einen Tag sind im Rucksack. Jawohl. Los geht's. Und dann fischen wir mit dem Ding, was wir da haben, und fahren wir in die 4 Meter tiefe Ding und lassen wir die Posen 2 Meter oben. Das ist eine gute Idee. Ja. Gib ihm. So. Willst du buddeln? Ich will buddeln. Oh, da fahren wir schon, oder was? Oh ja, wir sind schon unterwegs. Ah ja, wir fahren jetzt da in das 4 Meter Tiefe von meine. Ein bisschen buddeln, geht das nicht schnell? Oh ja, doch geht er. Oh, leck, das hebt sogar hinten aus. Ja, ja. Wenn wir Gas geben, dann fahren wir mit Sicherheit Fischen den Weg. Boot meiner Meinung nach useless da, besonders jetzt in der Nacht. Noch ist es Tag. Ich hab eigentlich gemeint, es ist in der Früh. Es ist tatsächlich 22 Uhr. Hey, ja, hilft dir nicht. Buddeln, passt schon. So. So, jetzt fahren wir da in das 4 Meter tiefe Gewässer. Da fahren wir jetzt rein. Ja, ja, ja. Also hier. So. So. Boot aus. Wir kommen ins Boot aus mal. Ist vielleicht nicht so günstig, wenn es da neben mir herschäbert. Hat umschalten. Chat-Fähigkeiten. Fähigkeiten auf O. Ah ja, natürlich kann ich mir meine Fähigkeiten gegen Premium-Geld auch kaufen. Posenfischen, Fortschritt, 1,2%. Das geht ja doch relativ schnell. Oh, Boot ist aus. So. Boot ist überhaupt nicht aus! Oben rechts steht. Was steht oben rechts? Was steht noch? Also die Uhrzeit. Ja, hab ich schon gesehen. B-Button auf G. Ach, rechts um steht tatsächlich auch. Motor starten G. Trollinggang, Anker wie Anker werfen. So, Anker ist geworfen. Aufstehen. Jetzt sind wir aufgestanden. So. Dann müssen wir unsere Pose senken. Oh, ist wahrscheinlich auch begrenzt. Aber wir machen mal 2,50 Meter. Machen wir mal 2,50 Meter. So. Und jetzt ausdreschen mit dem Schund. Aktiviere die Taschenlampe. Wunderschön. Dauert ein wenig, bis es untergeht. Vielleicht müssen wir mehr Gewicht anhängen, keine Ahnung. Das ist ein bisschen. Es ist ein bisschen unheimlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Normalerweise hat eine Wild Horror Oktober appeared. Kann man in der Nacht überhaupt Fisch fangen? So wirklich? Da schläft doch das meiste, oder nicht? Daneben zugegebenermaßen. Vom Nahen ist er nicht so schön. Ja, schauen wir uns so. Rauchen wir mal ein wenig. Da tut sich ja gar nichts. Ah, 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 gib ihm. Blät! Daneben nervt anders.
nix angegangen. Jetzt zieht das Ding aber ich rast aus. Was tust denn? Ja. Weiß ich nicht, was das jetzt war, aber gut. Zur Seite gezogen oder nicht. Er zuckt immer noch drum umeinander. Er zuckt noch. Da muss man wirklich die ganze Zeit aufpassen, gell, weil sonst Arschlecken 5 von 1000. Jetzt mach. Dampfen wir noch mehr Runden. Kriegt man eine Meldung, wenn der einen Köder runterfrisst? Bei Planet Fishing war es so, glaube ich. Du kannst, falls du möchtest, Nebel auch ausstellen, beziehungsweise einen Schwimmer in einem kleinen Fenster unten in groß anzeigen. Das ist eine gute Idee. Das hat es bei Planet Fishing auch gegeben. Aber so ist doch viel immersiver. F9? Das heißt doch Immersion. The Immersion is real. Schau dir das an. Also wenn du den echt mit der Schnur da dran hättest, hättest dann schon mindestens 5-mal selber reingehauen. Was tut denn da? Hört ihr das? Die Geräusche da mit dem Wün, Wün. Es macht jetzt ein bisschen, aber warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Nebel ausschalten. Dann rührt sich halt gar nichts mehr. Was ich interessant finde, ist, dass Neons und andere Fische ihre Farbe verlieren, wenn sie schlafen und blass bzw. farblos werden. Im Ernst jetzt? Da die Loch habe ich jetzt das Lenderman gegeben. Ja. Ich weiß ein bisschen. Was war das, der Schlaganfall von. Oh, da zuckt wieder was, da zuckt wieder was! Jetzt friest das Ding, Mann! Komm schon! Anderl! Schaut aus wie ein Shisha-Bar, Maschallah Blätten! Ja, jetzt seid ihr da, ist alles voll gekifft! Weiß nicht, was da los ist. Es ist schon ein Zagerhuhn, gell? Haben 2,5 Meter bei 4 Meter Tiefen genug? Der langweiligste und gleichzeitig lustigste Stream seit Jahrzehnten. Das ist ja das Problem. Irgendwie habe ich das vorher schon gewusst, aber es passiert nichts. Jetzt friest den scheiß Köder, du Hurensohnfisch. Du Gottloser. Los. Das ist der beste Wurm, Alter. Qualitätswurm. Du hast selber ausgekommen. Los. Der zuckt da, wenn du ohne, was ist denn mit ihm hinter der Fristen oder nicht? Was, du brunst ums Mistviech. Los jetzt. Blät! Ich sag ja, weniger Dampfenbürger, dann ist es nicht so neblig. Ja, ich tu noch ein wenig neu. Wo ist das Pro-Gaming heute? Von hinten. Ist richtig. Ist offensichtlich abgesoffen. Ja! Gute Chance, ja! Ja! Du Mistviech! Da, Alter, 224 Gramm, Bruder, den schirmen wir dem anderen mit dem Kaffee in den Arsch. Jawohl. Setzkescher, rein damit. So, F9. Wie viel brauchen wir noch? Oh, wir brauchen noch genau ein. Lol, Alter. OXP brauchen wir noch. Herzlichen Glückwunsch. Okay, diesmal fischen wir aber auf die andere Seite noch mehr. So, das war ein spannendes Angler vs. Fischduell. So, wieder einzoomen. Flashbang! Flashbang! Flashbang aus!
Flashbang an, Flashbang aus, Flashbang an. Ich habe mir gehört, dass unsere Lieblingsnachbarn zum Fegeln Froscheln sagen. Ist das wahr? Können das bitte unsere Lieblingsnachbarn, können die das kurz bestätigen? Kann man zu Tag vorspulen, vielleicht effektiver. Ja, Jackie Boy, wie gesagt, bestes Anfangsgewässer Windenbach. Wir kommen da hin. Ich will nach Windenbach. Du verscheuchst die Vier. Jetzt habe ich extra ein Boot gekauft. Einen holen wir noch raus. Nope, ist servergeregelte Uhrzeit. Das heißt, wir müssen jetzt... ja gut, ist eh schon wieder 2 in der Früh. Es dauert jetzt 10 Minuten und ist wieder Tag. Sogar blöd. Escape Map. Aber Map kann ich schon wechseln. Aber jetzt habe ich auch ein Bootsticket gekauft. Einfach im Schwitzkasten von hinten ins Wasser zu. Stell dir das vor. Jetzt kommt halt wirklich der Jason aus dem Wasser, packt die am Shell und zieht ihn ins Wasser. Game over. Der Brabeck sagt, also Froscheln hätte ich noch nie gehört. LG-Nachbar. Ja, um ehrlich zu sein, ich auch nicht. 1 Stunde Real Life ist ein Ingame-Tag. Ah ja. Ja, das ist ja okay. Das heißt, eine halbe Stunde Tag, eine halbe Stunde Nacht. Das ist aber ungewöhnlich. Alter, schon fast wieder 9:30. Alter, Scheiße, das stimmt. Wo ist die Zeit gekommen? Weiß ich nicht. Oh, da, zuckt schon wieder! Aber jetzt, ich finde in der Nacht, da sieht man dann, dass die Grafik doch noch nicht so weit fortgeschritten ist. Ich meine, mit der Nebel, du siehst genau, was für Sprites das sind und so. Oder so volumetrische Dinge. Im Prinzip sind Sprites, glaube ich, weil sie die immer in der Richtung drehen, wenn ich das so sehe. Und dann siehst du genau an der Wasseroberfläche diese ganzen Linien, das finde ich halt nicht so geil aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und da sieht man auch nicht gescheit, wann der Schwimmer unter Wasser ist und so. Das habe ich vorher schon gesehen, dass er sich bewegt hat. Aber war der schon tief im Wasser oder nicht? Ja. Und ich finde, das Fisch außerziehen Battle hat sich im Planet Fishing war das anders, glaube ich. Da hast du vielleicht manchmal schon werken müssen. Gibt's aber da mit Sicherheit auch, bloß wahrscheinlich erst später. Hier schieben wir jetzt wieder ein Resub. Also ich mache mir gerade 2 Flussbarsche so... Hat sich da jetzt was geholt? Nein. Flussbarsche so, dass ich mir mal wieder melde. Also ich mache mir gerade 2 Flussbarsche. Zum Essen. Guter Mann, es ist 9:30. Gut, aber was verzeih ich? Ich friese um 12 Uhr auch nochmal. Hirschi, merci für den Resub und für verdammte 53 Monate. Du gottverdammter Irre! Nebenquest 8 Zählen finden. Fishing Planet war das und ich finde das besser. Ja, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe Fishing Planet schon so lange nicht mehr gespielt. Aber bis jetzt macht es ein wenig besser. Nein. Was zupft denn da jetzt wieder umeinander? Was ist mit ihm? Kannst du jetzt den scheiß Schwimmer fressen, bitteschön? Schwimmer fressen! Vielleicht doch einmal Hunter Call of the Wild die Engler ausprobieren. Das haben wir schon mal auf der Liste gehabt. Das ist letztes Jahr kurz vor der Sommerpause ist das rausgekommen und dann wollte ich das eigentlich direkt nach der Sommerpause spielen. So als typisches Blödelspiel halt. Aber das da halt, das ist ja auch, ich kann es nicht ganz ernst nehmen, muss ich sagen. Der wischt mich gerade nicht. Irgendwie, es ist halt schon witzig. Irgendwie ist es schon witzig. Ich weiß nicht warum. Aber ich sage es halt auch. Jetzt sitzt man seit 10 Minuten da und ich schaue da so einem Schwimmerding zu und denke mir, Alter, what the fuck am I doing? Boah, ist blöd! Wir warten mit Viewfinder für den nächsten Stream. Was ist? Wir haben ja nur noch einen Gaming-Stream vor der Sommerpause. Das ist am Montag. Da werden wir sehr, sehr, sehr sicher Jack the Lions 3 nochmal spielen Runden, weil es ein unfassbar gutes Spiel ist. Ist wieder mal sehr speziell, das weiß ich. Das taugt jetzt vielleicht zum Zuschauen nicht an jeden. Aber wie dort Zeit vergangen ist am Montag, das war ja brutalst. Wir haben gerade mal eine Mission geschafft, aber die war super geil. Oft haben sie in den Spiele leider Gottes das Problem, dass die erste Mission mit sehr viel Liebe gemacht ist, mit sehr viel Liebe zum Detail. Ja. Man hat da Rumschleicher können, man hat direkt einige, sehr viele Möglichkeiten gleich bietet und so. Und oft ist es dann so, dass das in die nachfolgenden Missionen dann nimmer ganz so ist mit so viel Liebe. Aber egal, ich habe gesehen, dass Jack the Lions auch von Spieletestern sehr gut bewertet. Ich glaube, auf der GameStar haben es sogar 89%. Und das ist wirklich nicht wenig für ein Spiel, das keine Sau kennt eigentlich. Jack the Lions 2 ist 24 Jahre alt, das ist der Nachfolger jetzt, der ist einfach,
Ja, 24 Jahre alt einfach. Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Ich habe sogar noch irgendwo die Original-CDs davor umeinander liegen. Ich glaube in der DVD-Spindel da oben oder die ist im Keller. Ich bin mir nicht sicher. Da sind 3 CDs von Jack the Lions 2 drin. Die Originalhülle habe ich leider nicht mehr und die Schachtel leider auch nicht. Fight! Die habe ich schon lange nicht mehr gelesen, Alter! Hau die Herren Petrial zurück, merci dir! Was ist ein Viewfinder? Boris Blut, ab in den normalen Chat, nix per Donation. Und Too Fat to Fly, wenn schreibt Jack the Lions 2 Beste, dann schaut auf alle Fälle Jack the Lions 3 an. Extrem gutes Spiel. Ich kann es jetzt natürlich nicht mehr direkt mit Jack the Lions 2 vergleichen, weil ich das seit 20 Jahren nicht mehr gespielt habe. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie so ein schneller Cash-Grab der Lizenz war. Ich sehe im Augenwinkel schon, dass der zuckt. Jetzt ist er wieder umgefallen. Warum fällt denn der immer um? Viewfinder ist so eine Kameraperspektive 3D-Puzzlespiel. Ah, okay. Ich glaube, ich kann mir sogar schon grob vorstellen, was das ist. Mann, Fischi, was machen Sachen? Der hebt meinen Wurm immer an. Oder haben wir wieder am Boden unten? Jetzt liegt er ganz. Nein, jetzt liegt er nicht mehr ganz. Haben wir wieder am Boden unten oder was? Oh, das kann vielleicht sein, gell? Kann vielleicht tatsächlich sein. Totaler Schwachsinn. Tu das Ding aus. Jetzt ist es übrigens 4 in der Früh. Bitte hinsetzen. Wieso hinsetzen? Wieso muss man sich um 20 Uhr 4 hinsetzen? Ich weiß nicht. Schauen wir mal da. Ja, das ist alles. Müssen wir schon grob da um. Ausgepfeffert. So, Taschenlampen kommen auch schon. So, jetzt sehen wir wenigstens wieder anständig, wann der Schwimmer untergeht. Klumpgeschissens. Fischen in Red Dead 2 war gut. Oh, das weiß ich auch nicht mehr. Das ist 5 Jahre her. Hier kommt die Sonne. Wo schreibt der Chat? Der Chat hat mir noch irgendwas geschrieben, aber ich habe es leider nicht gelesen. Habt ihr einen Trailer in Blade eingeschickt? Passt, schreiben wir noch ja. Aber wie gesagt, nächste Woche Jack the Lions 3 am Montag, das ist so sicher was Amen in der Kirche. Das wollten sehr viele Leute nochmal sehen. Am Montag der Nachschau-Squad, übrigens mal Grüße an den Nachschau-Squad, der hat sich auch gemeldet, dass das ein gutes Spiel ist und das werden wir noch einmal spielen. Und heute in einer Woche ist der letzte Stream, dann bin ich in der Sommerpause, Kinder. Und zwar 4 Wochen lang, wie jedes Jahr, seit 5 Jahren mittlerweile, bin ich den ganzen August dann, ich sage jetzt mal, Internetpräsenz offline weg. Ich bin natürlich im Discord genauso wahrscheinlich jeden Tag online, weil ich auch irgendwas spielen werde, außer mir fahren wir fort oder der mal sonst irgendwas. Und selbst dann lasse ich es auch im Discord mitkriegen, warum nicht? Und nächsten Mittwoch machen wir Blätschmerz. Was war das ganze Jahr? Blätschmerz einfach, was uns einfällt. Das haben wir noch nie im Plan gehabt. Die ersten 2 Minuten frage ich dann so, was haben wir eigentlich 2 Stunden immer gelabert, dann machen wir so und dann ist 10 und dann denkt man so, hä? Ja. Wie geht's denn nach der Sommerpause weiter im Proxy? Das ist eine gute Frage. Ich habe heute schon mal so ein bisschen mal wieder durchgeguckt, was so für Releases sind. So ab jetzt eigentlich. Also da steht auf alle Fälle mal Baldur's Gate 3. Ich bin bloß nicht sicher, wann das kommt. Ich glaube, das kommt mitten im August und wenn ich 4 Wochen später dann mit Baldur's Gate 3 anfange, interessiert es keine Sau mehr. Außerdem ist das, glaube ich, auch sehr schwere Kost für den Stream. Das erste Spiel nach der Sommerpause wird Starfield. Das kommt genau an dem Mittwoch raus, am 2. Stream, wo ich wieder da bin. Am 2. September bin ich, oder ist der 2. oder der 4. September, wann ich wieder da bin? Weiß ich nicht. Ist am Montag auf alle Fälle, der erste Montag im September. Da machen wir erstmal wieder einen Blätschmerz, so wie wir das immer machen. Und am Mittwoch fahren wir dann noch mit Starfield und damit wir ein bisschen mehr von Starfield sehen. Habe ich mir gedacht, fangen wir da gleich mit, da ist ja dann schon wieder Richtung Herbst so, da ist dann September. Da können wir dann ruhig mal am Wochenende hinein streamen und ein paar Überstunden hineinpflanzen, damit wir von Starfield ein bisschen was sehen. Und was kommt dann noch so? Ich habe so extra alles hier rausgeschrieben. Was kommt denn da dann noch so? Fuck, ich hab schon wieder alles. Baldur's Gate 3 soll am 3. August kommen. Ja, genau. Das ist ein bisschen das Problem. Und am 3. August bin ich schon in der Sommerpause. Oder? Ja. 2. August ist, glaube ich, der letzte. Ist der 2. August der letzte Stream? Heute in der Woche. Ja, 2. August ist der letzte Stream. WoW ist doch schon wieder Season 3. Wann geht denn Season 3 in WoW? Oh ja, Alan Wake 2 ist auf alle Fälle ein ganz großer Punkt. Ist Jack the Lions vom Spiel her sowas wie Commandos? Nein, eher sowas wie XCOM.
XCOM 2. Falls da das was sagt, hoffe ich. Und ich merke gerade, ihr schreibt alle die Spiele auf, die ich genauso, ich habe ja mal gesagt, ich habe so einen kleinen Streamplan, den ich mir da aufgeschrieben habe. Da schreibe ich mir bloß Spiele-Releases auf, damit ich grob weiß, wann was kommt, was für ein Stream in Frage kommt. Lies of Pi, Starfield ist, glaube ich, der September. Der Horror Oktober besteht aus Amnesia the Bunker, Alan Wake 2 und dann habe ich noch der Grey Hill Incident, aber das ist ziemlich schlecht bewertet. Das weiß ich noch nicht, das was ist. Das ist das mit den Grey Aliens. Das wäre mein absoluter Endboss. Das werden wir uns vielleicht einmal anschauen. Wir werden sehen. Achtung, der Schwimmer zuckt. Der Schwimmer zuckt! Der Schwimmer zuckt! Friesen jetzt endlich, damit ich endlich von dem See abhauen kann. Das ist eine Todesqual, aber passiert ja gar nichts! Komm schon, da bin ich mir ans Ufer hingestellt, hätte nicht einfach 3 Gonifischl in der Zeit ausgezogen, weil ich genauso weit gewesen. Die 3,50 für das scheiß Boot? Kruzifix. Dann, was hat noch jemand geschrieben? Genau, Payday 3 kommt, das werden wir uns definitiv auch anschauen. Vielleicht erstmal solo, dann vielleicht sogar mit Community-Zock. Bietet sich sehr gut an. Was kommt noch? Das sind eigentlich eh schon mal ein Haufen Spiele. Dann habe ich natürlich auf dem Plan stehen, irgendwann zwischen Ende Sommerpause und Weihnachten mir PlayStation zum Organisieren, mir Capture Card zum Kaufen und The Last of Us 2. Muss sein. Muss sein. Der Dampfler schreibt, das Spiel ist echt genauso spannend wie echtes Fischen, das ist richtig. Ich glaube, wir machen da aber auch einen grundlegenden Fehler, weil wir wieder mitten im Boot irgendwo am Arsch der Welt in 4 Meter Tiefe umeinander fischen, für das, dass wir noch keinerlei Skillpunkte und gar nichts haben. Deswegen werden wir uns jetzt da wieder verdüdeln dann gleich. Für den Oktober vielleicht nochmal Jedi Survivor. Ja, oh, City Skyline steht auch auf dem Plan, sprenge ich. Ich weiß überhaupt nichts mehr, was ich heute aufgeschrieben habe. So, jetzt warte mal. Jetzt mache ich den Plan einfach auf, weil ich sehe da im Stream, sage ich ja, wenn der Schwimmer untergeht. Also jetzt pass auf, ich habe mir aufgeschrieben. Aus irgendeinem Grund habe ich mir während dem August habe ich mir Atlas Fallen aufgeschrieben. Das hat eigentlich ganz cool ausgeschaut, aber ist, glaube ich, absoluter Schrott. Starfield, dann kommt am 19. September kommt Lies of Pi. Am 21. September kommt Payday 3. Im Oktober, Layers of Fear Remake. Amnesia the Bunker, Grey Hill Incident, Alan Wake 2. Dann, gut, ich habe es mir eingeschrieben, aber ich glaube, es wird nichts passieren. Im November, da werden wir dann anfangen zum Zeichnen vom Jahresmerch. Das wird einmal ein kleiner Teil ausmachen, zumindest mit 1 oder 2 Streams. Dann, eventuell kommt am 10. November The Day Before. Das haben wir zwar letztes Jahr schon gesagt und vorletztes Jahr glaube ich auch, aber egal. Dann haben wir noch, im Dezember habe ich mir noch aufgeschrieben, am 7. als Avatar-Spiel. Mal gucken. Und Spider-Man 2 habe ich mir eigentlich auch aufgeschrieben, warum das da nicht drin steht, weiß ich nicht. Das habe ich halt definitiv gesehen. Warum fange ich im Herbst noch mal mit der Technikerschule an? Selber schon, alles falsch gemacht. Bissbier haben wir mit Bissen. Wir fahren jetzt dann heim da, das ist ein Wahnsinn! Ja, aber vorher muss ich erst The Last of Us 2 spielen, dass ich nicht von dir gespoilert werde. Tja, das Avatar-Spiel schaut einfach aus wie Far Cry. Ja, und da warte ich natürlich Tests ab. Silent Hill kommt auch noch irgendwann im Laufe des Jahres, habe ich aber noch keinen Release-Termin. Wann baust du The Last of Us 2 ein? Ja, irgendwann zwischen September und Dezember. Am Bob Lost wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben, so muss ich ganz ehrlich sagen, weil es keine frei zur Verfügung stehenden Bob Ross-Videos mehr gibt. Und so kassiere ich bloß noch einen Strike. Und wenn wir auf YouTube einen Strike kassieren, dann tut es mittlerweile echt weh, weil dann kann ich mindestens eine Woche nicht streamen. Viewfinder braucht man Dev im Stream ein Stückchen. God of War Ragnarök auf PS5 dann. Kommt dann könnte dann auch in Frage. Fisch! Hab ich gefangen, Fisch! Guckst du? Schläfergrundel. 18 cm, hat sich richtig rentiert, dass wir jetzt eine Viertelstunde lang oder 20 Minuten lang da mit dem Boden anpodeln. Super gut. Super tolle Geschichte. Senkescher. Oh, herzlichen Glückwunsch zum Erreichen von Level 2. Du hast ein Geschenk erhalten. Für die ersten 10 Level wirst du weitere Geschenke bekommen. Köcher fliegen laufen. Da guck dir das mal an, Alter. Okay. So, kann man mir wieder heimbodeln? Das war voll super. Oh, wo sind jetzt? Nein. Oh. Warte mal, hier sitzen. So, kann ich bodeln? Wir bodeln jetzt wieder heim, Kinder.
und wechselt mal den See. Ankerlichten. Oh Gott, wieder mal Ankerlichten. Auf K. Da fahren wir heim. Das Spannendste war das Boot fahren. Herr Türwanger! Entschuldigung, ich hab's übersehen. Beim liegenden Schwimmer auch anhauen. Das ist ein Vollbiss. Einfach anhauen. Aha. Wenn wir noch kurz rückwärts fahren. Das ist erstmal merci für den Sechser und zweitens guter Punkt. Der Hirschi hat dasselbe geschrieben in derselben Minuten. Du Birger, der Schwimmer, wenn umfällt, dann kann das sein wie im echten Leben der Fisch, Hem, Deck, Wurm, O. Dann hat er normal ganz in der Fotzen und dann kann er normal anhauen, also einer kurbeln. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, der Köder hängt ja frei im Wasser. Beziehungsweise das Gewicht zieht runter und dann kann es natürlich sein, dass das unter den Stickerl, die 5 cm unterm Bleigewicht schwimmen vielleicht so ein bisschen umeinander. Der Fischimann, der kommt, der beißt von unten da rein und hebt die Angel, also hebt er das senkrecht so ein bisschen in den Tee, damit die Schnur keine Spannung mehr hat. Dann legt sich der Schwimmer hin. Dann ziehe ich einfach hoch und hoffe, dass ich dem Fisch einen Hagel ins Maul hau. Verstehe ich das richtig? Der Jack hat damals nichts gekriegt für die Level Up. Ja, da waren die Anköderungsmechaniken noch nicht so implementiert. Wie schaut's mit Jalopy aus? Was war ein Jalopy gleich wieder? Was war das Auto-Zusammenbau-Dings? Das hat mich jetzt nicht so begeistert. Also für den Indie-Sommer vielleicht ja, aber der ist ja jetzt dann eigentlich vorbei. Der ist eigentlich vorbei, heute ist das letzte, ist das ein Indie-Game, ja eigentlich schon. So, wir können das Boot da parken. Ich darf das Boot verlassen. So, wunderschön. So, jetzt gehen wir nochmal ins Café und verkaufen uns eine Fisch. Undrummable! Wenn du der Playstation hast, wäre Ghosts of Tsushima auch eine Idee, hat man letzte Woche komplett geflasht aus dem Nix. Es ist halt so gut, es sind halt relativ alte Spiele. Was heißt relativ alte Spiele? Es sind keine aktuellen Spiele nicht. Kommt irgendein neuer Titel für Playstation exklusiv außer? Jetzt muss ich mal schnell, wir haben da einen Flussbarsch gefangen. Nein, haben wir nicht. Oh, na das war. Das da, Schläfergrundel! 49 Gramm! Da! Nimm! Verkaufen! Warum nicht? Gewicht ab 49 Gramm. Stückzahl 3! Du Affenkind! Was haben wir noch gefangen? Wir haben doch nur irgendwas gefangen. Haben wir nicht noch einen zweiten Fisch gefangen? Ich weiß nicht mehr, haben wir einen oder 2 Fisch gefangen? Rotauge. Ab 5 Stück. Kruzifix nochmal. Ja gut, dann verkauft man die scheiß Bagage, die verkauft man einfach. Warum hat mich da eigentlich ständig mehr Angeln an? Das letzte Lebensmittelgeschäft, brauche ich nicht, geh weg jetzt da. So, Fischmarkt, verkauft den schon, dann wechselt man ein Ding. Oder bleiben die da drin? Was, die lassen wir jetzt mal da drin und probieren wir es einfach aus. Map? Nein, nicht Map. Escape? Karten? Nein, auch nicht. Wie tut man das wechseln? Moskito sein. Ah, Windbach. Windbach hat er gesagt, der Jack hat Ahnung. Rein damit. Reisen. Kostenlos. Los geht's. Berndlands, Layers of Fear Remake, Samstag Late Night wie bei Original damals 2018. Nein, das wird ein. Also ich bin mir noch nicht sicher, wahrscheinlich wird Alan Wake und Amnesia der Bunker werden wahrscheinlich die besten Spiele für den Horror Oktober. Layers of Fear haben wir ja vor 5 Jahren, da wie du schon sagst, einmal an den Samstagen gespielt. Da habe ich eigentlich noch nicht regelmäßig gestreamt. Da habe ich das einfach bloß zur Gaudi gemacht. Gut, ich mache es jetzt einfach zur Gaudi, aber halt mit einem halbwegs regelmäßigen Plan. Was ist da? Der Fischmarkt. Jetzt muss ich erst einmal schauen, wo haben wir noch? Rucksack befindet sich eine passende Karte. Was, man muss da Karten kaufen? Leck mir doch am Arsch, ich fische jetzt da vom Steg aus. Du Kackbratzen. Tu mal das Ding nehmen. Jawohl. Und den wir mal zurück auf 1 Meter. Ganz klassisch, 1 Meter. Jetzt ziehen wir mal da ein paar Fische aus, damit da mal was passiert. So, los. Einmal reingelegt ins Wasser. Schau, was passiert. Sehen wir dann schon. Das ist mal ein Wingel hin. So, sehen wir schon. So, nochmal. Und spielst du mal Five Nights at Freddy's im Oktober? Das kommt alles drauf an. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Alan Wake so auf 2-3 Mal durch ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein gutes. Da! Geht viel schnell! Im seichten Gewässer. Hat schon Zug. Diesmal, wenn er sich hinlegt, dann reißen wir an. Ja, ist sofort! Hat's denn schon, die Mistgrippe? Was haben wir da? Flussbarsch. Sehr schön. Einen in den Kescher. Und sofort den nächsten. Und sobald wir 5 vom gleichen haben, ab ins Café.
Bei Layers of 4 war doch mal die Bürgerin dabei, oder? Ja, das ist absolut richtig. Da zuckt schon wieder! Ja, wir haben da einen Zug dabei. Offensichtlich, da schwärmt's gerade noch vor Flussbarschen. Das ist richtig, dass dort Bürgerin einmal dabei war. Das war ganz in der Anfangszeit, Anfang 2017 oder Mitte 2017, da wo ich mir gedacht habe, so Formate. Gib Formate. Da hat YouTube gerade angefangen bei mir. So, Formate. Ja, Gaming-Format. Probierst es mit deiner alten, bla bla bla. Das hat auch ganz gut hingehört und da habe ich zum ersten Mal dann zu spüren bekommen, wie viel Arbeit scheiß Let's Plays sind. Die nicht einfach nur live, ohne Schnitt, ohne alle. Jetzt warte mal, das hat geheißen, ich muss anhauen, wenn der Köder liegt, gell? Ich trau mich nicht ganz. Ich tu jetzt einfach mal. Es hat tatsächlich funktioniert! Brudi! 23 cm, Eineinsatzcacher, oder? Da ist Flussbarsch Odyssee. Jetzt ganz anders. Schau dir das, Alter. Bei das, ja, war geil. Alan Wake ist nicht schlecht, hab's mal angespielt, aber ist definitiv nicht in 2 Streams durch. Nein, nicht das einzige Alan Wake. Das zweite, das kommt. Ich weiß jetzt bloß nicht wann genau. Weil es mir, ich gemeint habe, ich hab's aufgeschrieben, aber irgendwie hab ich's doch nicht aufgeschrieben. Achtung, zuckt schon wieder. Es zuckt schon wieder. Jetzt haben wir gleich Level 3. Haben wir 5 Minuten haben wir Level 3 geworden, wo wir 1,5 Stunden braucht, haben wir auf Level 2. Wer ein Boeing A380 als Nippelklötz nix für die mit über 1 Meter Länge. Das ist übrigens auch was. Das Format mit den Nippelklötze werden wir beibehalten über den Herbst, Winter, vorausgesetzt ihr habt's Bock. Vielleicht machen wir da auch ab und zu mal einen Warmer Bamsel Stream drauf. Ich hab immer noch da diesen Dreadnought, den ich euch vor über einem Jahr versprochen hab. Jetzt sehe ich halt nicht, ob da was beißt. Das schwimmt einfach langsam davon. Das finde ich nicht gut. Und Bürgers Physikstunde. Wir werden uns so einen Kosmoskasten kaufen und im Stream lang diese Sachen machen. So, jetzt müssen wir da das Ding da mal raus da und da rumfischen. Weil irgendwie ist da fließendes Gewässer. Ich weiß nicht, was da los ist. Schmeißen wir mal rein. Und dann machen wir Bürgers Physikstunde. Da haben so viele Leute von euch in dem Nippelklötze-Stream drauf reagiert. Das ist, glaube ich, zweit gewesen. Ich glaube, dass das keine gute Idee ist, da, wenn das Wasser da so fließt, dann müssen wir da hinter den hoffen, dass er beißt, bevor der Schwimmer da her schwimmt. Nippelklötze geil, Warmer Bimseln geil. Das sind halt diese Wochenenddinger, ja. Entweder werden die für Spiele genutzt, die extrem lang sind, da wo wir wirklich ein paar Meter machen müssen, da wo wir mit 2, 3, 4 Stunden zusätzlich am Wochenende eine streamen können, dass wir Meter machen. Ich habe euch Anfang diesen Jahres versprochen, da nicht mehr so viele Videos kämen, beziehungsweise eigentlich fast gar keine mehr, dass es mehr Streams gibt. Das ist auch der Teil, auf den ich mich nach wie vor gern mehr konzentrieren darf. Deswegen ist es umso ärgerlicher, dass mich Twitch aus dem Leben tut, aber gut, it is what it is. Fisch, ich hab's genau gesehen. Genau hinterm Balken, da beißt der. Oh, dieser Dicker. Der ist da vorgeschwommen damit. 25 cm. Seht's, Gescher, rein damit. Vielleicht gehen wir mal da ans Ufer hier und sehen wir mehr. Weiß es auch nicht. Tu mal daher. Da kommen wir nicht hin. Und kommen wir noch nicht hin. So, pfeffern wir mal da rein und schauen wir, was passiert. Weg mit dem Schund. Im Auge behalten. Ja, das sind einmal so diese Dinge. So. Es gibt genügend zu tun. Es sind ein bisschen weniger richtig gute Releases, muss ich sagen. Gut, was rede ich eigentlich für ein Scheiß? Starfield ist, glaube ich, auf jedermanns Wishlist. Ich hoffe es zumindest, dass auf jedermanns Wishlist Starfield drauf ist. Kann unfassbar gut werden, kann auch ein unfassbarer Scheißhaufen werden. Ich meine, es ist Bethesda. Wir werden sehen. Auf Alan Wake 2 freue ich mich richtig. Das kann richtig krass gut sein. Ja. Wann Sexualkundeunterricht? Habe ich schon gegeben mit How to Schnackseln, How to Schleidern, How to... Der hat gefragt, wie oft tust du angeln im Real Life? Ich tue nie angeln im Real Life. Ich habe keinen Fischerschein. Das war ein Gaudi vorher, Kinder. Oh, da zuckt's! Da zuckt's, ich hab's genau gesehen, oder? Es hat bloß zuckt, weil jetzt sehen wir noch nicht mehr gescheit, weil der Schwimmer hinterm Groß ist. Spielst du noch mit DayZ? Voraussichtlich bis ihr... Jetzt warte mal, jetzt muss ich anhauen, weil der Schwimmer gelegen ist. Und es ist tatsächlich ein Fisch dran. Tatsächlich, Kinder.
Oh, eine Karausche. Ja. Oh, persönlicher Rekord. Okay, so, jetzt schleudert man da eine. Was war denn das jetzt? Wieso hat es jetzt den so umeinander gehauen? Oder jetzt da ein Fisch beim... Ist das normal? Oder ist da das Wasser einfach nicht tief genug? Geht das so? Was ist da los? Was ist da los? Also ich glaube, um mal so ein kurzes Fazit jetzt nach 1,5 Stunden, gute 1,3 Stunde zu gehen, es ist, glaube ich, ein ganz entspanntes Spiel. So. Wenn dir das taugt, oh, der Willy Wilson hat gerade geschrieben, habe ich dir Birge. Hallo Willy Wilson! Bleib beim Kraut, dazwischen verstecken sie gern Fisch. Ja, das denke ich mir schon, das ist ja in echt auch so. Ist jetzt der da, na, haben wir schon wieder zu kurz. Jetzt gehen wir mit da so rauf, kann man in die Steine reingehen? Nein, kann man nicht. Kommt nochmal Potato, möglicherweise mal als Lückenfüller, ja. Potato ist eigentlich ganz witzig. Jetzt schmeißen wir mit da hinten. Schauen wir, was passiert. Na, da geht er nicht auf Grund, das passt. Und schwimmen wir so, okay, bye! Schwimmt er vorbei. Möchtest du wetten, dass er anbeißt, wenn er hinter der Karte ist? In einem Satz, was ist Starfield? Starfield ist von den Machern von Skyrim und Fallout. Und wenn der Skyrim nichts sagt, dann muss ich die fragen, was hast du da die letzten 13 Jahre? Ist es normal eigentlich, dass da Treibangeln? Ist es normal, dass das dann so davor schwimmt? Gehört das so? Keine Ahnung. Und Starfield ist wie Skyrim und Fallout einfach ein Rollenspiel von Bethesda, bloß im Weltall. Und it's 16 times bigger than ever und bla bla bla. Wir werden sehen. Und wahrscheinlich das meist erwartetste Spiel, das dieses Jahr noch kommt. Mit Anwärterschaft durchaus auf Game of the Year. Da der Willy Wilson schreibt, in-game, hab grad deinen Stream nebenbei laufen. Herr Willy Wilson, Petri Heil, viel Spaß beim Zuschauen. Dauert nicht mehr lang. Ja, Fluss halt, ne? Ja, aber was für ein Fluss, ich meine, das ist ein See. Keine Ahnung. Da hab ich ja so viel zum Tor, da muss ich immer wieder... Weiß nicht, drum mit da hinten im Wald umeinander oder was soll die Scheiße? Jetzt beißt da auch nichts mehr an, ne? Du brauchst mehr Gewicht auf deine Pose, schreibt der Viking Addison. Schreibt der Rafsi so, hi YouTube. Merci, ebenfalls schreibt er. Das war Specht, das ist mir schon klar. Ich bin auch kein komplett lost people. Ich bin keiner aus einer Stadt, dem du verzeihen kannst, da schon hier Straßenort, so schauen ein von Kia aus. So mehr Gewicht, kann man das, wie ist das gleich wieder gegangen? V. Kann man jetzt da mehr Gewicht, nein, keine Vorfächer. Wir haben da Blei. Gewicht 0,0, Gewicht im Wasser 3,26, die Montage wird automatisch ausbalanciert. Ja, ich dachte das gern selber. Das kannst du in Planet Fishing, glaube ich, auch selber machen. Jetzt gehen wir mal da um und schmeißen wir mal da hinten so. Schau mal, aber das hilft eh nicht. Aber da hinten haben wir mehrere gefangen, wenn sonst gehen wir wieder zurück aus. Gewicht wird automatisch geregelt. Ja? Jackie Boy, hab's gerade gelesen. Danke dir. Mal generell ein Merci für deinen Insider-Pro-Gaming-Rat. Aber ich glaube auch, dann bleibe ich bei Planet Fishing. Das hat mich irgendwie mehr gezogen. Weißt du auch nicht. Der Lambo schreibt genau das, was ich mir auch so ein bisschen denke, was die Gefahr ist. 16 times bigger, or like Bethesda would say, 16 times buggier. Jetzt kriegst du und schreibt, Birger, gibt's Aliens nur mal ein paar Runden, wie du gesagt hast? Wahrscheinlich nicht. Das werde ich nämlich sehr wahrscheinlich genau wie Jack the Lion. Ich weiß sowieso gar nicht. Wenn ich in meiner Sommerpause werde ich sicherlich irgendwann einmal was spielen, weil so wie es weder momentan beieinander ist, dass alle 5 Minuten, weiß ich nicht, schneit es jetzt oder regnet oder hat es 84 Grad oder in meiner Hosen oder was weiß ich, werde ich sicherlich einmal was spielen. Die Frage ist dann bloß was. Jack the Lions stickt mich schon ganz krass. Aliens stickt mich auch, aber nicht so krass wie Jack the Lions. Und dann ist noch die Frage, wie gut wird Baldur's Gate 3. Das sind eigentlich genauso Spiele, die ich mag. So, jetzt werfen wir da wieder rein, weil ganz ehrlich, da haben wir die meisten Barsches gefangen. Wieso hat's denn jetzt den da so hintergezogen? Da, sofort beißt was da, das ist die beste Stelle. Beste Stelle auf Brücke, Mann.
Los, beiß! Nicht hinterm Balken, da sehe ich wieder nix. Kann man sich ducken? Nein. Mist, man jetzt beiß. Hast du da nicht recht viel Zeit, dass der Schwimmer da. Und so wird es halt nicht mehr funktionieren, wenn die Schnur zu kurz ist und wenn es hängt. Kann ich mir vorstellen. Ja, wieder reinholen. Hälfte. Habe ich da jetzt einen Fisch drauf? Hä? Ja, der einfach Brunnen hat recht. Pro-Gamer. Was soll ich machen? Oh. Herzlichen Glückwunsch zum Reim von Level 3. Perl, Graupen, Brei. Okay, brauchen wir offensichtlich nicht. Schmeiß einfach da rein. Da ist der Barsch los, Brudi. Da ist der Barsch. So, bis um Punkt 10 fischen wir mir da nur Fisch aus, so viel begingen. Kletti, merci für dein Zwickel. Küsschen auf dein Nüsschen. Petri heilt zurück. Schöne Zaxen hast, das stimmt, ja. Das ist ein schönes Holzfällerhemd. Du schmeißt eine und instant bei zuckern da die Barsche dran. Angelt mal ein bisschen mit Spinner, aber mit der anderen Angel war es spannender. Das stimmt eigentlich, kann man mal. Haben wir eigentlich noch gar nicht so. Ja, und jetzt beißt er wieder da hinterm Ding wahrscheinlich, das Oschkind. Mach! Ja gut, ich ziehe einfach raus und schau, was passiert. So, wechselt mal nochmal die Angel. Da hast du absolut recht. Wir haben ja da, wie ist der Köder gleich wieder gegangen? Angelmontage nicht komplett? Wie? Ich bin nicht Kunstköder. 4 cm, nehmen wir mal den 6 cm, den großen. Nehmen wir den großen. So. Ausgeteifen. Muss man da also eine Bewegung machen? Bringt's das? Das muss man nämlich bei Planet Fishing schon. Aber gut, ich ziehe jetzt da einfach rein und schau, was passiert. Jetzt müssen wir auf die Route achten. Wenn die einen Bürger macht, ein Bürger, dann ist der Fisch dran. Verstehen Sie? Da hat man halt auch zum Beispiel bei Planet Fishing, das weiß ich jetzt noch, so ganz Déjà-vu habe ich nämlich gerade, weil ich das oft im Planet Fishing hergenommen habe. Hast rechts unten so eine kleine Anzeige, wo der Boden ist, wo der Köder ist und dann musst du aber anziehen, auslassen, anziehen, auslassen, anziehen, auslassen. Und dann siehst du auch, wenn der Fisch zupft und so. Herr Baumgartner! Was? So haut sich eine vierte Bürger, war gut bis mit, gell? Heute ist für mich, gell? Aber sagt es kaum. Da ist auch leider, der Blinker ist schon so schwer, dass nichts geht. Schau dir das an. Jetzt pass mir auf. Jetzt probieren wir nochmal. Ich weiß nicht, ob es das bringt. 16 Meter Weitwurf. Bis Montag, du Teufel, heißt es. Absolut richtig. Herr Baumgartner, bis Montag! Also in echt haust, dass er aussieht bei einem großen See, als hättest ein Peitschen. Das weiß ich natürlich noch in echt. Also richtig. Für das hast du ja die Angelroute eigentlich. Gatt! Um das Ding da so weit aussieht zum Dreschen, wie es irgendwie geht. Krawallmaus schreibt, Gott sei Dank ist Mika ab heute Urlaub. Bei mir dauert es noch 8 Tage. 8 Tage noch, dann ist er Ruhe. Ja, es zupft schon was. Es kann aber auch sein, dass der Schwimmer oder der Blinker oder was auch immer das ist, am Grund aufgeht. Vielleicht sollen wir mal ein bisschen schnell. Bremskraft der Rolle ist unendlich. Wir können gleich wieder die Geschwindigkeit einholen. Mit 15, gell? Das ist ein bisschen wenig. Wechselt man mal. Nehmen wir mal den kleinen, vielleicht ist der einfach zu groß. Nehmen wir mal den kleinen da, das ist ja wurscht. So. Ausgepfeffert. Jawohl. Und dann mit 12 holen wir rein. Mit Rückzuggeschwindigkeit 12. So einen hätte ich jetzt da schon noch gern gefangen mit so einem Ding, muss ich da sagen. Die Frage ist,
Und das ist gern da draußen an die Stauen vorbeiziehen. Da sitzt der Raubfisch drin. Und er freut sich seines Daseins. Jack hat vorher mal kurz geschrieben, also Planet Fishing 4 ist nur was, wenn's weißt, du möchtest 100 Stunden einstecken. Ist aber bei Planet Fishing ähnlich. Der Razy braucht ein Bett. Hauen Sie ihn in die Falle hinein. Ich wünsche eine gute Nacht. Bis Montag. So, jetzt pfeffern Sie mal da hinten. So. Hm. Und dann zeigen wir mal an. Die Frage ist, warum soll er die in so ein Spiel generell mehr als 4 Stunden einstecken? Oh, ich glaube, wir haben einen Fischi. Variiere die wir haben einen Fisch! Oh, der ist gespringt! Der Fisch springt! Oh, mit Bremskraft der Rolle. Da ist er! Außer mit dir, du Mistviech! Ah! Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas ist. Ein Döbel! Neue Errungenschaft! Prinz Eisenherz! Jawohl! 30 cm, das darf einer der größten sein, den wir bis jetzt gefangen haben. Mit 583 Gramm und 30 cm. Bruder! Schau hier! Also unser allererster Fisch war schon sehr auffällig groß, gell? Der, glaube ich, hat mehrere gehabt. Der hat, glaube ich, 38 cm oder so gehabt. So, Setzkäsche. Jetzt schauen wir mal in das scheiß Café ein. Oder holen wir uns noch einen? Holen wir uns noch einen. Einer geht noch. Kim, einer geht noch. Gib ihm. Da wollte ich eigentlich nicht werfen. Wieso wirft dann diese Schirfe? Ist eh wurscht. Mit 10 holen wir es uns. Da, was? Verhakt! Hänger lösen. RM, rechte Maus, also die Schnur durchschneiden. Na, da gehen wir hin. Die muss ja. Jetzt habe ich den Stein eingeschmissen. Was ist denn da jetzt? Die Schnur versinkt im Boden, okay? Schau mal. Schneller. Schneller. Muss jetzt die Schnur abschneiden. Okay. Circa! Der geht schon noch! Verdammt, da müssen wir es abschneiden. Schnurbruch! Tja. Dann wie. Was war denn das? Ja, okay. Tja, Kinder, dann wird's das mal gewesen sein, wenn wir miteinander fischen. Also, ich sag's jetzt, wie es ist. Ich weiß nicht, Bruder, ich weiß nicht. Komm mal, muss man aber nicht. Da müssen die Loot-Spirale am Anfang, es müssen ein paar mehr Tipps geben, hey, geh mal da hin, du kannst die Fische geben, da kriegst du Informationen und so. Und dann musst du selber langsam draufkommen. Aber die Einführung ist schon ein wenig. Weißt schon. So. Weiß auch nicht. Steffi schreibt auch, das ist ein bisschen zu chillig, ja. Das ist aber gut, was haben wir auch erwartet, das ist ein Fishing-Spiel. Was ist ja klar. Für das ist es auch gemacht, das ist was zum Entspannen, das ist was zum Hirn ausschalten etc. Mike schreibt, es ist nicht gut, wann spielen wir wieder Alien? Nicht so schnell. Aber ins Café gehen wir noch. Wir verkaufen unsere Fischschalen noch, das schauen wir uns schon noch. Was hat denn, wenn man springt, hat meine arme Rute jetzt Schlaganfall. You spin my head right round. Was ist denn das? Die russische Botschaft? Da muss ich nicht rein. Was ist das? Verwaltung ab. Wo ist denn das Café? Gibt's überhaupt ein Café? Tu mir nicht schimpfen. Was haben wir da? Lebensmittelgeschäft. Wo ist denn das? Café. Wo ist dieser Café? Überall ein Hund, oder? You spin my... Werkzeugladen, leck mich doch. Kaffeebrei. Da, Mr. Hund. Bauernhofprodukte. Da wollen wir doch, es gibt kein Kaffee. Es ist der Unterkaffee. Bist du Kaffee? Tatsächlich. Schau hin. So, Karausche. Haben wir. Wir brauchen da ein Stück. Wir haben ein Stück. Gibt 1,75 €, Alter. Ja, gib ihm.
Nice. Dann haben wir, was haben wir noch gefangen? Wir haben ja, wo liegt der Steinchill? Alter, Flusswandermuschel gibt 18,50 Euro. Kaulbarsch, Güster, Kaulbarsch, Rotauge, haben wir nicht Rotauge? Ja, 4 Stück. Haben wir nicht? Nein, haben wir nicht 4 Stück. Ein Döbel haben wir gefangen. Nein, haben wir nicht einen Döbel gefangen? Oh, lecker, aber ab 800 Gramm, da haben wir noch ein bisschen hin. Rotauge, Gibi haben wir nix erwischt, Alter. Was haben wir denn da? Flussbarsche. Und 2 Rotaugen haben wir. Warum wollten die keine Flussbarsche? Ja, Arschlöcher! Und verkaufen sie es so und schauen wir, was wir kriegen dafür. Wie viel haben wir erwirtschaftet? Fischmarkt. Gib ihm. Da. Verkaufen. Da ist tschüss, die Rotauge, da krieg ich 5 Cent, den schenke ich so, den Friese lieber. Da, der gibt schon 53 mit 300 Gramm. Der gibt bloß 8 Cent. 3 Cent. Der Schläfergrundel. Das ist aber auch die wir draus gefischt haben, die ungefähr 25 Minuten dauert. 2,80 Euro. Dann haben wir noch eine Rotauge für 40 Cent. So, wir haben heute wir gehen hinaus mit einem Plus von 4,77 Euro bei 2 Stunden Spielzeit. Herzlichen Glückwunsch uns allen Beteiligten. Ja. Ja, weiß auch nicht, Brudi. Von hinten, merci wieder ein Zwickel. Gute Nacht und immer die Hände über der Decken lassen. Niemals. Die Hände niemals über der Decken lassen. Was für Decken? Ja, von hinten, merci nicht. Liken, teilen und subscriben, sagt der Too Fat to Fly. Ist irgendjemand darin? 2 Fragen. Das fragen wir so alle paar Wochen, fragen wir das mal. Han irgendwo Lurker? Wo sind die Lurker? Die normal nie was schreiben, immer nur leise und still zuschauen. Ab in den Chat dafür. Und der Rest, bevor er sich schleicht, ich hoffe, es war dennoch einigermaßen unterhaltsam. Press like if you like. Bevor es sich schleicht. Unseren Leiter. Naja, da haben wir bei der Wulfeck, ja, sowieso. Der aus dem Lurk, ja, sind schon da. Ja, Austrian, du tust wirklich immer lurken. Du hockst da rein und schreibst nicht oft was. Das merke ich schon. Weil wir ja bloß am Anfang und am Schluss. Dafür in Gold. Andal, na, du bist auch kein Lurker. Da, der Hammerl ist ein Lurker. Vielleicht wissen auch manche Leute nicht, was ein Lurker ist. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Ein Lurker, L-U-R-K-E-R, ist jemand, der nur zuschaut. Sich aber nicht am Chat beteiligt oder an Kommentaren beteiligt oder sonst keinerlei Interaktion nicht irgendwie hat, sondern einfach zuschaut und fertig. Das ist ein Lurker. Für so ein Game braucht man richtig viel Zeit und Lust drauf. Herr Marvin, das trifft es auf den Punkt, ja. Also diese Spiele haben schon eine Daseinsberechtigung, um Gottes Willen, aber mir hat es jetzt nicht so abgeholt. Kommt am Sonntag ein Podcast, da muss ich schnell nachschauen. Ich kann euch immer den Folgentitel euch verraten. Es ist ja bald Sommerpause, auch im Podcast ist Sommerpause, kennt vielleicht auch mal kurz dazu gesagt. Wir haben die Folgen vorproduziert, genauso wie wir es letztes Jahr gemacht haben, bloß nicht eine ganze Stunde lang, sondern immer so zwischen, ich glaube, die kürzeste Folge dauert 10 Minuten und die längste Folge dauert 25 Minuten. So, müssen wir mal kurz schauen. Jawohl, am Sonntag kommt natürlich eine Folge, die heißt Sommerpause und ein Jahr Podcast. Können wir eigentlich handwerkern? Können wir eine gerade Linie mit der Charge ein? Wieso hat der Bürger Paletten-Cola-Dosen? Kann man auch Tag leben, wenn man seinen Garten terraformt? Können Gickerl, warte mal, die YouTube hat das übrigens, YouTube hat das übrigens entmonetarisiert. Und nachdem die Folge der Fabulant stapelt Kugeln bei MPU jetzt nach 3 Tagen, seit 4 Tagen online ist, haben sie es wieder monetarisiert. Danke YouTube, das ist ganz nett, super toll. Was haben wir noch? Können Gickerl ohne Kopf besser fliegen? Wieso funktioniert 15 Euro für ein Maßbier immer noch? Was mehr hat man noch da, bevor wir sterben? Und wie zur Hölle haben wir ein Jahr Speziwirtschaft zusammengebracht? Fragen über Fragen. So viel dazu. Die anderen Themen, die verrate ich euch nicht. Das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Das sind 5 Stück. Dauern 17 Minuten, 11 Minuten, 15 Minuten, 14 Minuten, 23 Minuten. Es ist im Prinzip sind es 1,5 Folgen auf einen ganzen Monat verteilt. Damit nicht einfach gar nichts kommt. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Ich leg mir jetzt ins Bett, gute Nacht, Harry Proper hauen sie sich hinein. Gicker können ohne kopflos laufen. Ja, vielleicht können sie aber auch besser fliegen, wer weiß das schon. Freue mich schon drauf, sei geil, Urlaub ist gerettet. Ach, der Urlaub ist ohne mich auch ganz brauchbar. Herr Weidner, merci für dein 5 Euro. Nach 2 Monaten, dann sind es 4 Jahre Mitgliedschaft. Herr Weidner, ich weiß dazu immer nicht, was ich sagen soll. Herzlichen Dank. Das sind quasi 46 Monate bis jetzt. Das ist wirklich gestörte Scheiße. Und heute hat es so viele neue Mitgliedschaften eingeschwappt. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Keine Ahnung. Herzlich willkommen im Squad und vielen herzlichen Dank dafür, natürlich. Und natürlich auch an alle anderen. Es ist scheißegal, ob du jetzt Mitglied wirst oder nicht. Ich bedanke mich bei allen. Ihr, wenn ihr da wart, war ich schon lange wieder fort. Ich habe noch nie so lange Episode durchgezogen wie das hier, was nicht irgendwie zwangsweise notwendig ist. Es ist keine Ahnung. Und es ist krass, dass schon wieder die Sommerpause vor der Haustür steht. Mir kommt es vor, als warten wir erst vor 2-3 Monaten von Weihnachten zurück. Und wenn du überlegst, was wir zwischen Weihnachten und Irrzeug gemacht haben mit dem Harry Potter Stream, mit den Star Wars Streams, mit The Last of Us war ein Highlight. Keine Ahnung, das ist ein Wahnsinn. Diablo 4 ist auch schon wieder fast 2 Monate her. Diablo 4 ist der Marathon-Stream, den ich leider abbrechen habe müssen, weil ich nicht mehr schmatzen habe können einfach. Und das war noch mehr einen Tag später übrigens richtig krass. Ich hoffe, das habe ich verzeiht in dem Stream. Da habe ich gar nicht mehr schmatzen können. Die Rico lass uns zeigen, das liegt da noch da im Eck hinten. Ja. Schon krass, dass ich bin selber erstaunt, dass ich immer noch da bin. Jetzt nicht von mir, sondern eher, dass ihr immer noch da seid. Das erstaunt mich jede Woche, jeden Stream wieder. Wenn ich mal ein Video mache, wieder krass einfach irgendwie. Keine Ahnung. Es ist jetzt wirklich seit 6 Jahren. 6 Jahre. Ununterbrochen, ohne gut Pause. Die einzige große, bemerkenswerte Pause ist im August. Schon auch 2017. Keine Ahnung. Völlig irrsinnig gestörte Scheiße. Weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Das, wenn man irgendjemand, das ist immer noch. Es ist natürlich irgendwo greifbar nach 6 Jahren. Irgendwo aber immer einfach noch nicht. Heute waren auch knapp, ohne Twitch, knapp 1000 Leute da und sehen die Spiele da im Hintergrund. Die warten nicht einfach für Twitch, geil, weil in diesen Kategorien, von denen ich spiele, haben normal keine großen Streamer. Und wenn wir mir da daherkommen mit 300-400 Zuschauern, oder ich sage jetzt mal in der Sommerpause, sind wir grob die Hälfte, so für 200 Zuschauer, sind wir auf Platz 1 und uns entdecken neue Leute und das geht ab. Und ich habe immer noch Angst, was heißt Angst? Eine Befürchtung so ein bisschen, das kann auf Dauer dem Stream vielleicht das Knack bringen von Zuschauerzahl her. Und dann ist es mir auch wurscht. Dann sitzen da, was weiß ich, für Mitglieder herin und so weiter, ist mir wurscht. Und wenn wir zu 10 sind, Alter. Wenn ich Bock hab, streame ich, wenn ich keinen hab, streame ich nicht. So einfach ist das. Der Austrian schreibt, du an Klassenschmäh, hast du aus den letzten immer irgendeinen Blödsinn weißt und wann nicht, dann der Chat ist Satz die geilsten. Es ist schon seltsam, was das für eine Eigendynamik da entwickelt hat. So im Discord ist immer was los. Daniel schreibt, du bist das Beste gegen Liebeskummer. Das ist eine fragwürdige Aussage. Ja, aber Liebeskummer. Ist immer das Gleiche. Ich habe auch schon gehabt, tu dich nicht hinunter. Es ist egal, wie beschissen es ist, es dauert ungefähr 4 Wochen. 4 bis 6 Wochen und dann fragst du die Kruzifix, Alter, was soll man eigentlich denken bei dem Hurensohn? Das ist behindert, Alter. Und dann war es wieder. Sprengen schreibt, du hörst erst mit Streamen auf, wenn ich nicht mehr da bin. Hast du selber gesagt, Sprengen ist richtig. Sie gehören zum Inventar, wie aber auch sehr viele andere. Aber du bist schon wirklich, du bist extrem auffällig. Was war diese Community ohne den Sprengi? Press F und Sprengi ab in den Chat. Bayern, Ösis und Schweizer halten nicht zusammen. Das ist richtig. Wobei meine Haupt- und Prime-Zeit ist einfach vorbei. Du merkst es schon, dass wenn ich nicht mehr regelmäßig Videos mache, die dann natürlich auch gut ankommen müssen, weil ich einfach nur irgendwelche Scheißvideos mache, da kommst du nicht vom Fleck. Man merkt es schon, es wird alles ein bisschen weniger so. Die monatlichen Aufrufe gingen nicht viel, aber konstant langsam werden die weniger. Im Stream, das werden wir sehen, im Sommer, in der Sommerpause kann ich nicht beurteilen, haben jetzt da 700 Leute, viel, wenig, halt waren wir fast 1000. Und das ist im Sommer definitiv viel.
Und dann scheiße ich mir, jetzt sind noch 4 Wochen Sommerpause, dann scheiße ich mir wieder in die Hosen so, fuck, so, hoffentlich sind die Leute noch da und hoffentlich, keine Ahnung, hat der YouTube-Algorithmus nicht abgestraft, dass keine Sau mehr Meldung kriegt, weil es meinen, der Kanal ist tot, bla 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 bla. Dann schalte ich am Montag, hoffentlich ist es wieder, so jetzt war es 5 Mal hintereinander so. Am 2. August ist dann das 2. September oder 4. September, ist ja wurscht, ist dann das 6. Mal und auf einmal bam, hocken 2000 Leute herin und es eskaliert erst mal eine halbe Stunde komplett. So war es bis jetzt immer, ich hoffe, das ist dann nachher auch immer noch so. Wir werden sehen. Solange es Kubalat gibt, ist wurscht, wer zuschaut. Ganz so ist es auch nicht. Ihr wisst, dass, natürlich ist es nett, natürlich freue ich mich darüber. Was ist das für eine, da ich einfach nur liegen, wenn ich sage, was soll das? Ich finde es trotzdem utopisch und ihr wisst, ich war auch schon da, bevor das so war. Und ich werde halt immer wahrscheinlich nur da sein, wenn es nicht mehr so ist. Oder wenn ich keinen Bock mehr habe, dann mache ich einfach nimmer, obwohl es immer noch so ist. Es gibt da keine Ahnung. Spielen wir jetzt Scorn? Ja, Scorn war ein ganz grandioses Spiel. Spreng ist sogar im Teststream da für 10 Sekunden nicht, das ist richtig. Wenn ich im Twitch-Chat was ausprobiert habe, irgendwann um 4 Uhr Nachmittag, an irgendeinem random Tag, schreibe irgendwas testweise ein, dauert 2 Sekunden, spreng ich, schreibe zurück. Also, Alter, was ist denn mit dir? Ich bimsle auch weiter, wenn du nicht mehr da bist. Ja, sicherlich. Selbstspiele! Mir ist wieder ein Resuppel. Was ist? Wer wo? Herr Jan, die habe ich gar nicht gesehen. Warum bist du nicht angezeigt worden? Ich weiß nicht, ich lese nochmal vor. Hey Bürger, ich bin froh, dass noch so einen Content anschauen kann. Liebe Grüße aus dem Bayerwald. Das freut mich umso mehr, dass es immer noch Leute gibt, die das da gut finden, was ich da mache und immer noch teilweise gefeiert wird, was ich da mache. Dass die Halbzeit schon lang vorbei ist, da haben wir jetzt auch schon 1000 Mal drüber geredet, das ist mir aber auch scheißegal. Um ehrlich zu sein, bin ich sogar recht froh drum. Ich hab mir dann eingebaut dieses Jahr im Volksfest so, ja, wird schon nicht so tragisch werden, Alter, keine Ahnung. Kann ich 2 Minuten hat's dauert und es sind die Leute da und Foto und keine Ahnung und zwar so viel, ja, dass einfach meine eigenen Leute um mich rundherum schon lästig werden. Natürlich maul ich da kein O und sonst irgendwas, aber die Leute um mich rundherum, für die kann ich halt nichts garantieren und die sagen halt dann manchmal, Alter, jetzt halt dein Maul ab. Das flippe ich aus da. Naja, it is what it is. Ich hab mir gedacht so, ja, das ist ja nicht mehr so tragisch und hat nichts mehr mit 500.000 Aufrufe im Monat und so, das ist schon lang vorbei und bla, gehst du mal wieder ins Volksfest. Ja, fuck you. Puh. Möde ich schauen regelmäßig deine Videos, gerade die ganzen How to Grill. Schmielmax, das freut mich natürlich sehr. Das ist zum Beispiel sowas, natürlich mehr die gern so ein Grillenformat. Weil Essenszeug funktioniert immer. Zweitens, da ich es gern machen. Drittens, Grillen ist einfach geil. Ja, das glaube ich ist auch einigermaßen authentisch. Das tue ich halt einfach auch gern und relativ oft, jetzt vielleicht in der letzten Zeit gerade akut, nicht so oft, aber ich tue es oft genug, damit ich einigermaßen, glaube ich, weiß, von was ich schmerz. Vor allem eben mit so Geschichten mit Indirekt-Grillen, Kugelgrill, Smoker, Reichern, American Long Jobs und American Barbecue und so ein Scheiß. Keine Ahnung. Aber ich mag nicht wieder von irgendwelchen Videoformate labern, die dann sowieso nicht kommen, weil dann kann ich mir Wangel da aufs Hirn aufschreiben und wenn was kommt, dann kommt's, auf was ich Bock. Ich habe auf was ganz was anderes Bock. Das hat mit Musik zu tun. Es ist möglicherweise schon ein nice Lied, aber sicher nicht so eins, wie sich ihr das vorstellt, sondern wie man ihr das vorstellt, seit ungefähr 22, 23 Jahren. Mal schauen. Aber das Allerwichtigste ist jetzt einfach mal, ich freue mich dermaßen auf diese Sommerpause. Das tut einfach jedes Jahr gut, wenn einfach mal weg. Ich habe doch immer wieder jeden Montag, jeden Mittwoch das da, ich bin immer im Discord und kriege immer alles mit. Natürlich ist das ist einfach omnipräsent. Und das muss einfach mal weg. Und dazu gelangt die eine Woche im Juni, die gelangt nicht. Das fühlt sich als wäre ich gar nicht weg gewesen. Aber im August ist das so. Und das ist die einzige Zeit im Jahr, wo das so geht. Und das tut schon immer gut. Und danach habe ich hoffentlich eine ganz andere Motivation, wenn auch nicht für lang wahrscheinlich, aber ist ja wurscht. Dann schauen wir mal. Und nein, es wird auch kein Gitarrengespiel in Musik nicht. Wenn, dann wird es der anreidigste unter der Gürtellinie Good Old Porno-Rap, aber auf Deutsch. Auf Bayerisch. Auf das hätte ich Bock. Ich habe euch schon mal ein paar alte Lieder und so weiter, habe ich euch ja schon mal gezeigt.
Und das möchte ich machen. Das macht nämlich erstens keiner. Zweitens macht das 2023 keiner. Und rein provoziert habe ich schon immer gern. Wir werden sehen. Herr Donner, echt gut, dass es heute den Stream gibt. Heute freien Entschluss gemacht, nach einem Jahr und morgen Therapie. Oh mein Gott, Herr Donner, ich weiß nicht, was da los ist, aber Schädel oben halten, durchbeißen. Merci für den Zwickel. Bussi aufs Nussi. Der Proxy schreibt, gönn dir, auch wenn ich deine Streams hart vermissen werde. Ich komme ja dann wieder zurück. Und nach der Sommerpause gibt es dann auch wieder ein bisschen mehr. Nicht bloß Montag, Mittwoch, wie es jetzt im Sommer war, es ist einfach unerträglich. Da tue ich am Wochenende auch was anderes. Kann auch am Anfang im September noch sein, dass ich am Wochenende was anderes tue. Kann ja gut sein, dass bis Mitte September einfach warm und heiß ist und auf einmal ist es geil. Und ja, wird schon. Die Baby Penguin Longplay-Version. Naja, was ist mit Liquid und Co.? Die machen doch sowas, oder? Porn-Rap? Nein. Nicht auf. Mit wem habe ich mich da irgendwie unterhalten und ab und zu Lines von früher ausgetauscht? Wer war denn das, glaube ich, der Herrin in der Community? Der weiß, wovon ich rede, wenn ich zum Beispiel sage, bla bla bla, lass uns ficken, bis es knallt, steck mir die Zunge in mein Arschloch und ich scheiß dir in den Hals. Damit ihr ungefähr wisst, von wo sie grob schmerzt. Wer war denn das, glaube ich, der weiß ich nicht mehr. Ist ja wurscht. Der Bieber hat auch ein bisschen ein derbes Lied rausgehauen. Ja, der hat nach langer Zeit mal wieder ein neues Album gemacht, aber das ist mir ein bisschen zu... Ja, das hat nicht mehr viel mit dem alten Zeug zum tun. Was der Vicious Viper? Weiß ich nicht. Donnerboy, ich weiß, wie das ist. Bin von der Nachtschicht heimgekommen und habe eine leere Bude vorgefunden. Toll, das ist auch ganz toll, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Zeit für Lyrik. Nitro King, genau, aber auf diesem Niveau. Ah, und dann sollen sie mir frauenverachtende Scheiße vorwerfen und was weiß ich. Es macht einfach keiner und auf Boris da das, glaube ich, saulustig finden. Herr Schimmer, merci für deinen Resub, oder ich bin spät! Was sollst du da provozieren? Machst du Lieder mit Kirch? Das hier sehe ich auch im Petto, ja, so ist es nicht. Aber ich darf die ganze Zeit darauf warten, bis die Kirche nochmal einen landesweit bekannten, medientechnisch brauchbaren Ausrutscher leistet, damit man da mal weitermachen kann. Instant Strike auf YouTube dann. Da bin ich ja gespannt. Ob ich dann einen Strike auf YouTube kassiere. Für das, dass ich das noch einmal in meinem Leben mache, den darf ich mir einfangen. Den darf ich mitnehmen, sag ich dir, wie es ist. Naja, so, Kinder, jetzt ist 20 nach 10. Freunde der Sonne, die letzte Woche bricht an. Dann ist Sommerpause. Ich kann es gar nicht sagen, eigentlich ist ja die geilste Zeit immer so die kurz vor Urlaub, kurz vor Sommerpause, kurz vor, es ist nix. So. Das ist eigentlich immer das geilste Gefühl. So ein bisschen, ich weiß es nicht. Naja, gut. Der Ausrutscher von der Kirche passiert alle 4 Wochen, auf den brauchst du nicht warten. Ja, das ist schon klar, aber er müsste groß in den Medien sein, auf das darf ich noch warten. Das war beim letzten Mal, bei How to Austreten, deswegen hat das auch richtig gut funktioniert. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Seid wenigstens einigermaßen in guten Auseinander. Also, ihr diskutiert. Du, wenn ihr über Beziehungsgespräche euch unterhalten wollt, ab ins Discord mit euch, weil, da eine hilft dem anderen! Ich weiß auch, wie das ist. Es ist zwar schon sehr lange her, aber ich weiß auch, wie das ist. So ist es nicht. Herr Mach! Jetzt wieder ein Resub, der 49. Monat. Wir brauchen ein zusätzliches Logo für 60 Monate Mitgliedschaft. Worauf soll ich denn sonst hier? Ja, aber langsam gehen mir die Ideen für Symbole aus. Wenn, dann muss ich alle nochmal neu schichten. So. Ich weiß nicht, dann muss man Kronen machen oder so. Oder Diamanten ist doch dann das nächste. Challenger? Herr Mach, merci für 49 Monate. Das ist wirklich gestörte Scheiße. Da kommt er eh schon. Mittlerweile sehe ich die Dinger im YouTube-Chat früher als da bei im Alert auftauchen. Hat denselben Grund wieder mit der YouTube-API, darum hängt da dieser Stream so weit, der Chat so weit hinten neu. Also es liegt nicht irgendwie an OBS oder so und ich glaube auch nicht an Streamlabs, sondern allgemein an der API. Vielleicht, ich weiß zum Beispiel, dass du weißt, von wo sie redet, wenn ihr API erwähnt. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Resubs. Vielen herzlichen Dank für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Ich weiß nicht, was da heute los war, aber welcome to the squad, lovely people. Danke für die ganzen Donations. Da waren auch wieder ein paar Ausrutscher dabei, aber die keine so großen Ausrutscher. Vielen herzlichen Dank. An den ganzen Rest, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, es ist wichtiger denn je, seit wir kein Twitch mehr haben. Ich wünsche euch vorab ein wunderschönes Wochenende. Ich weiß schon, da ist noch 2 Tage hin, bla bla bla, ist mir scheißegal, aber wir sehen uns heute mal bis dahin. Am Sonntag kommt eine neue Folge. Entschuldigung. Eine neue Folge Podcast.
Und nächsten Montag sehen wir uns mit der letzten Gaming-Runde vor der Sommerpause mit Jagged Alliance 3 und nächsten Mittwoch mit einem Blade-Schmerz. Das kündige ich übrigens auch immer jeden Sonntag zwischen 7, 8, 9 auf die Nacht bei mir im Discord mit einer Markierung, wenn das interessiert. Ich gebe mir da immer sehr viel Mühe, ich schreibe einen schönen Text und ich mache ein schönes Battle und lauter so einen Kack. Deswegen darf mich natürlich freuen, wenn Sie die Leute in den Discord einhocken. Und dann nochmal ein Dankeschön an alle, die sich nur ein Leiberl genehmigt haben in der Gratis-Versandbar. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, ab 2. August oder ab 4. August, ich weiß nicht, ich kenne mich von lauter 2. und 4. nicht mehr aus, werden meine Sachen im Shop leider etwas teurer, kann ich nichts dafür, Spreadshirt erhöht die Preise und ich muss mitgehen das mal. Ich kann es das mal nicht stehen lassen, sonst kann ich es einer gleich schenken. Wer sich da noch was genehmigt hat, herzlichen Dank. Wer sich auch jetzt noch was genehmigen will, auch ohne Versandkostenfrei, um Gottes Willen, vielleicht das kriegt dann nicht jeder jeden Stream und jeden Moment da mit, das ist mir auch klar, aber ich mag auch nicht alle 5 Minuten von dem Scheiß reden. Hilft eh nicht, aber ein Bengel muss man sagen. Ich möchte so fair sein, dass ich das vorher sage und nicht erst, wenn es dann spät ist. So. Und jetzt da die Schlang. Jetzt da die Schlang. Ich darf mich schlagen, ich darf euch schlagen, dann da die Tischkanten schlagen, dann schlagen wir einen Saugsepp. Der sprichwörtlich Saugsepp heißt übrigens auch, nein, das ist der Wischbert. Entschuldigung. Saugsepp ist vorne, Wischbert ist ja hinten. Das ist wichtig. Ja, wir haben 2. Rich Bitch Clothing Bitch. Warum haben wir mit 2? Wir haben 5 Viecher und die haben so viel, das hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Der, wenn einen Tag nicht fährt, ist er nach einer Stunde voll. Das ist unerträglich, Alter. Das ist unerträglich. Kriegst du nicht. Wir brauchen eigentlich 5. Für jetzt Viech. Wir müssen mal eigentlich so einen Saugsepp, ich rede übrigens von Staubsaugerrobotern, müssen wir eigentlich an jedem Viech einen anspinden. Und dann gelang's nicht. Du gehst am Saugsepp fremd, ja, mit dem Wischbert. Der heißt übrigens wirklich Wischbert in meiner Shark-App. So, und jetzt schleichen wir uns. Leute, herzlichen Dank. Schleicht euch, Hashtag Strapse. Ganz klassisch Strapse und sonst nichts. Und wo ist meine Tröte? Da ist die Tröte. Oh, da habe ich vorher einen Blinker simuliert. So. Und jetzt schleicht euch davon, habe ich die Ehre. Habe! Okay, tschüss.